Salut miteinander und willkommen zur neuen Edition von Metal Servala. Folge Nummer keine Ahnung. 37? Kann sein. Wieso siehst du aus wie der Mr. Worldwide? Ich bin heute ein Pilot. Wie der Pitbull. Du hast das Mikrofon wie ein Gangster-Rapper und hast fucking... Ich bin Latino, Brudi, was man... Irgendwann muss rauskommen. Aber ja, heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Wolltest du vorstellen? Ja. Okay. Das sind die zwei werten Herren Moritz und Dave von der grandiosen Save Your Last Breath. Hallo. Hallo. Danke für die Einladung. Haben uns sehr gefreut. Ja. Sehr schön da zu sein. Für mich ist es fucking weird ohne Kopfhörer. Ich weiß nicht, ich muss immer Kopfhörer anhaben. Ist okay. Ja. Jetzt siehst du aus wie ein Pilot. Judge dich niemand. Jetzt Ist aber. voll okay, ja. Voll. Hey, willkommen und merci, dass ihr da sind. Danke, dass wir da dürfen. Ja, Merci. Ja, ich meine, es ist schon... wir hätten uns schon lange da herholen. Wir reden so viel von euch. Mhm. Und ich meine, wir kennen euch auch lang, besonders der Bella. Oder? Das erzählt immer von der Kuba-Tour. Ich halte das für ein Gerücht. Ja. Die war aber auch lustig gewesen. Also ich glaube, ich kenne den Bela schon fast so lange nicht dich kennen, oder? Ja, mindestens. Also ich glaube, ich kenne den Bella am längsten. Wir sind ja zusammen in der Berufsschule. Mhm. Dazu mal. 10 Jahre, Brudi. Nein, das Ja, sind oh, sind wir doch. erst 10 Jahre? über 10 Jahre. Nein. Doch. Oh, Wir sind 16 14 Jahre, stimmt, gewesen. 14 Jahre. Ja. Ja, sorry, 14 Bruder. Jahre. Nur ein bisschen mehr So als lange 10 halte ich dich schon aus. Oh mein Gott. Ich verdiene Norden. Ja, umgekehrt im Fall auch, gell? So, das Kompliment geht zurück. Ja, also wie ich merke, also, wir sind alle irgendwie alt. Ja, man, halt, trinken alkoholfreies Bier. Ich meine, Ja. Irgendwann müssen wir wie viel älter willst du noch werden? Gut, aber der Ja. Ricky hat einen durchgegeben. Er hat angefangen Sport machen, hat aufgehört Alkohol zu trinken und was hast du jetzt noch gekauft, um zu schauen, wer besser schlaft, du oder Clara? Ja, ich habe die Bänder zum Schlafmessen, zum besser schlafen. Und wer gönnt? Ich glaube, ich. Und ich habe noch Augenmaske gekauft, weißt du extra. Geil. Bin full in Biohacking gegangen. Aber das Ding ist, weißt du, wenn du so eine Smartwatch hast, dann wird das Schlafen wieder kompetitiv. Und ich weiß nicht, ob das dann immer noch entspannend ist, wenn so, oh mein Gott, ich habe heute nur 6,5 Stunden geschlafen, anstatt 7,5. Oh mein Gott, 42% der Leute haben mehr geschlafen wie ich. So. Ja, voll. Es gibt sicher eine innere Unruhe. Es gibt ein Leaderboard. Ich kann wieder sagen, gibt es eins. Shit. Ja, ist aber geil. Aber ja, wir sind nicht da, um wegen meinem Schlafverhalten reden, sondern wegen Save Your Last Breasts. Why? Nein, das ist funny. Aber Wieso haben wir das jetzt schon wieder? Habe ich es falsch gesagt oder du falsch gesagt? irgendjemand hat es falsch gesagt und wir haben es einfach extra klar im Video. Das ist schon gut. Aber ja, Save Your Last Breath gibt es schon wieder und haben einiges an geile Musik rausgeholt. Und ich würde mal vorschlagen, so wie in jeder Gastfolge, dass ihr euch kurz vorstellt und nachher tauchen wir tief in eure History rein. Ja, ich bin der Dave. Ich bin Hallo, auch- Dave. Hoi. Nein, ich bin seit Anfang an dabei. Seit 2010 oder so gibt es uns. Ende 2010, ja. Ja, voll. Damn. Ich spiele Schlagzeug. Mhm. Ja. Danke, Dave. Ich bin der Moritz, ich bin auch seit Anfang an dabei. Und ich spiele Rhythmusgitarre. Oh, Voll. super. Ah. Geil, wie so ein wieder- Job-Interview. Jetzt zieh deine Hure Sonnenbrille ab, Alter. Voll. Genau. Nein, ja. Und jetzt gehen wir mal zur tiefgründigen Geschichte. Nicht von der Band, sondern von uns selber. Wie habt ihr mit der Musik angefangen? So bei der Geburt am besten schon. Ja, Der Ricky bei- hat gerne den ganzen Lebenslauf. Also meinst du, wenn ich anfange an Gitarre zu spielen, oder? Ja, also der Niki von Expero hat gesagt, seit Geburt an jetzt angefangen. Also ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist. Also so weit würde ich jetzt nicht gehen, vor allem, weil ich mich einfach nicht daran erinnere, aber ich habe immer schon Gitarre. Also immer, wenn ich so früher mit meiner Mami so an die Kilbe bin und so, schon als kleiner Bub, Mhm. hat es immer dort so an diesen trashigen Ständen und so, wo man so Plastikspielzeug und so kauft, hat es immer so Gitarren gehabt aus Plastik. Mhm. Und ich wollte immer so eine haben. Und das ist eigentlich so meine erste Erinnerung daran, dass ich Gitarre spielen wollte. So Inflatable Gitarre, meinst du, oder? Nein, schon. Also es sind schon gegangen, aber es sind einfach altes Plastik. Also der Body war so aus Plastik gewesen und der Hals auch und so. Alright. Also so Plastik-Ukulele, keine Ahnung. Wahrscheinlich nie hast können richtig stimmen und so, aber Ja.
Ja, voll. Also meinst du, Sustain wäre nicht gut gewesen? Nein. Bist du darum so gut in diesen Kilby-Maschinen? Ja, ich bin sehr gut in diesen Kilby-Maschinen. Das ist unglaublich. Außer am Boxautomat. Noch nicht so gut. Überall, wo du schiessen kannst, dann nimm den Moritz mit, der gewinnt Ja, alles. man, Ja. baller alles weg. So Wer gut. gewinnt beim Boxen-Dingsbums? Der Der Dave. Demi. Der. Von allen, ja. Vor allem der wahrscheinlich. Demi, ja. Nicht der Rico. alright. Ja gut, Ja, Demi der- oder Rico hätte Der ich Demi jetzt hat gesagt. recht viel Box, glaube ich. Also, Ah, Scheiße. ja, ja. In der Schule, oder? Wir haben mal, als wir in England gespielt haben, haben wir immer Backstage einen Boxring gehabt. Ah ja, ich meine, die haben eine andere Band Boxen. Das war auch gut gewesen. Und dort haben wir gegen den Demi probiert zu boxen und es ist nicht gut rausgekommen. Ja, nicht gewusst. Ich habe Angst gehabt. Alright. Ja, Ja. das stimmt. Jetzt, was du sagst, mit dem Demi willst du nicht. Das kommt vom ganzen Disc-Golfen. Mhm. Und er die ganze Zeit auf den Sack geht. Fiese rechte Backhand. Ist ja voll Ja, aber- Disc-Golfer, oder? Ja. Ah, wirklich? Ja, ja. Ja, ist tragisch. Wir sind, also, er hat Disc-Golf-Kurs auf dem Handy. Und ich kann dir sagen, wo das Nein. das Gute hat. Nein, wirklich. Fast so schlimm wie andere Sachen. Egal. Aber Nein. wieso hast denn du eine Gitarre haben? Hast du, wie so, weil, kommst du nicht einfach so auf die Idee, Gitarre zu haben? Hast Hey, du keine irgendwie früher Ahnung. schon Rockmusik Das hat gelassen? mich- Oder hat das dein hat mich Papi einfach- Rockmusik gelassen? Nein, gar nicht. Also ich glaube, meine Mom schon eher. Die hat halt so Pink Floyd und Queen und CCR und so gehört. Wer ist CCR? Creedence Clearwater Revival. Das Bro! haben wir nicht über Das Oh, Vietnam-Lied. Bro, Alter, Wahrscheinlich- Alter, wahrscheinlich du kennst hast- 100 Pro das eine Lied, wo jedem Vietnamkriegsfilm kommt. Wahrscheinlich. Tun Fortunate vorsingen? Son. Nein. Komm, Das, bitte nein, wir los. hören es nachher. Also, Bruder, das Ja. Gitarre-Intro ist... Aber es ist eine Band, wo ich... Es ist eine Band, wo ich immer noch... Nein, das ist fucking Final. Das ist nicht Nein, Final das ist nicht Story. Final Countdown. Aber es ist immer noch eine Band, die ich sehr gerne höre. Alright. Ja, voll. Also wahrscheinlich habe ich es mal in einem Film. Du hast 100 Pro, kennst Mhm. viele Lieder von ihnen. Einfach, du weißt nicht. Alright. Es hat immer noch so Das ein ist so wie Taylor Helikopter-Geräusch Swift. drüber. Ja, wahrscheinlich. einfach in... Geil. Alright. Hey, Schon hey, so früh im Ich Podcast weiss, du schon bist haten. Fanboy. schon gut, schon gut. Nein, ich kann nicht gegen Taylor Swift, Alter. Ich kenne sie gar nicht. Ja. Aber ja, anyway. Wer CCR nicht kennt, muss fucking CCR noch so. Alright. Das ist eine sehr geile Band. Ja, Ja. ja du? Ja, ich glaube, es hat angefangen, dass mein Cousin ganz früh mal gesehen hat, Schlagzeug spielen und ich habe es super geil gefunden. Ist schon Und gut. es gibt so ein Kassettenvideo Mhm. von meinen Eltern, so richtig oldschool. Ein Kassettenvideo. Ja, also wirklich so mit der Filmkassette. Ein Video. Ja, Eine ich weiß nicht, wie man Videokassette. sagt, auf Videokassette, ja. Ja. Und ich im Kindergarten... Du bist einfach alt, hä? Blastbeats gespielt hast, oder? Nein, wir haben dieses Schlagzeug gehabt und ich im Kindergarten habe die ganze Zeit das gespielt. Geil. Und dann... Was ist das für ein fucking Kindergarten? gewesen? also nicht also ich bin im Kindergarten gewesen, aber ich habe die Schlagzeug gespielt. Mhm. In Schlieren, Ghetto. Alright. Chile geht ja. Das triggert den Silber, ich weiß. Ja. Und dann habe ich so mit 7 angefangen Unterricht zu nehmen. In der Und- Hood. Nein, mal. Nein, warte, das war in Wien. gewesen. Aber schon so klein, schon Schlagzeugspieler gewesen. Ja, wirklich. Also, ich hätte eigentlich erst ab 10 dürfen Unterricht nehmen. Da hat zumal sie mir geheißen, ja, und du hast erst ab 10 Unterricht nehmen, Mhm. weil du sonst gezwungen bist oder so. Ja. Früher hat es so viele abstruse Regeln gegeben, was das angeht. Ja, Du und musst ich hab- zuerst Akustikgitarre lernen, Ja, um richtige mhm. Gitarre können spielen. Wir hatten dort Ja. in der ersten Klasse immer Gymnastik gehabt und ich habe immer auf dem Boden rumgetrümmelt. Und Mhm. die Gymnastiklehrerin hat gemeint, ich soll doch mal in Schlagzeugunterricht. Alright. Und dann habe ich ein bisschen früher dürfen anfangen. Das ist ein und guter dann Rat. bis irgendwie, keine Ahnung, 21 oder so durchgehend Unterricht genommen. Okay. Jetzt nicht mehr. Also das heisst, deine Gymnastiklehrerin ist schuld an allem. Nein, mein Cousin. Okay. Und dann meine Gymnastiklehrerin. Aber ist der Cousin gut gewesen? Ja, ich glaube schon. Er hat auch Unterricht gegeben. Es gibt ja nicht mehr, weil er hat Familie und so. Aber Also jetzt können wir den Familienbeef anzetteln. Ist er besser als du? das weiß ich nicht. Also du hast gehört, Cousin von Dave. Der Dave meint, er ist besser als du. Ich weiß es nicht. Ich will ein Drum Battle sehen. Fix. Bin ich dabei. Mhm. Schreib mir. Aber ihr habt sicher noch andere Bands gehabt vor Save Last Breath. Nein. Ja. Ich nicht. Alright. Ich hatte eine Schülerband gehabt. Ah, das habe ich auch gehabt, ja. Aber das zählt wie nicht. Also, doch. ja, doch, ja. Einfach nur, weil die Namen immer super sind. Wie? Die Bandnamen sind einfach immer super. Aha, ja. Wie Weißt haben du? die geheißen? Cellar Power, glaube ich, oder so. Salad Power. Cellar Power, also Kellerkraft. Aha. Alright. Alright. Doritz? Wir waren einfach Schülerband. gewesen. Das war das Schulfach, gewesen, haben wir keinen Namen gehabt. Ah, alright. Voll. So ein Zusatzfach. Irgendwie. Ja, ich habe gemeint, du sagst das Wahlbart gerade.
Svalbard? Nein. Nein. Das wäre cool. Oder hast du jetzt schon deine Jim Root Heli gehabt? Oder was hast du vorher nicht gespielt? Ich habe so, nein, ich habe so ein Ibanez gehabt, dort RG irgendwas. Mhm. Mit Habe einem ich, toten dich Kopf mal- drauf. habe ich dich mal mit einer anderen Gitarre gesehen als mit deiner Jim Ich habe Root Heli? ja, ich habe am Anfang, glaube ich, LTD Explorer gespielt. Ah, ja, die weiße Explorer auch hast. Ja, Ja, Momo, voll, doch, ja. doch. Die ist Das ja war, geil. glaube ich, so meine erste Gitarre, die ich on stage gespielt habe. Voll James Hetfield. Nein, Nein, nicht Explorer. Nein, ich Nein, habe sie. Nein, ich glaube, nein. Das war auch ultra cheap. Gewesen. Ja. Habe ich mal Secondhand in der Gitarre irgendwie gekauft. Ja, die hat aber geil ausgesehen auf den Fotos und Videos immer. Ja. Mhm. Ich habe die noch, aber es ist kaputt. Bringst du sie mal? Ja, ich tue sie mal flicken. Lass es Hat hier Zeit. blicken. Ja, ich habe Zeit für so Sachen. Immer. Hey, aber Dings, ihr seid ja nicht geboren und haben gerade Lorna Shore gelost, sondern es hat so irgendwie es hat irgendwie so einen Bogen. Wie jetzt mal angefangen, einfach so. Wir sind ja Schweizer Bübel, vom DJ Bobo muss irgendwo mal kurz Genau, Bravo-Hits Mhm. und so. Ich glaube, jeder war mal beim DJ Bobo im Hallenstadion gewesen, oder? Irgendwie. So viele Leute sind mal bei DJ Bobo schauen im Ich Hallenstadion. nicht. Alright, aber erzähl mal, wie wir jetzt angefangen. Was ist zuerst so wie der Pre-Metal Dingsbums gewesen? Ich habe mega viel Green Day gelost. Nice. Geil. Durch meine Cousine. Ja. Alles meine Cousins und Cousinen, krass. Ja? Ja, viel Green Day und so Zeug. Mhm. Und dann irgendwann hat mir so ein Kollege aus der Oberstufe oder so, hat mir Slipknot gezeigt. Und ich weiss nicht, ich habe ihm gesagt, ja, ich finde es schon cool, aber das Geschrei, das gefällt mir irgendwie nicht so. ja. Ja. Aha. Und dann habe ich so irgendwie angefangen, Double Bass spielen, ein bisschen das üben. Irgendwie hat es mir mega Spaß gemacht und dann bin ich so ein bisschen in die Musik reingekommen. Sehr viel Slipknot gespielt, ja. Joey Alright. Jordison ist so das Idol gewesen. Das ist schon mal ein Immer noch. gutes Beispiel. Rest in Das Peace. Vorbild. Ah, stimmt, er ist tot. Ja. Hast vergessen. Ja, die Zeit läuft. Ja, die Ja. Zeit läuft, wurde schnell, ja. Und du, Moritz? Hey, auch Punk. Also meine Schwester hat viel Punk gelost früher. Mhm. Und nachher also mit, glaube ich, 6, 7 oder 8 oder so hat sie mir... Ich weiß nicht mehr, entweder ist das Geräuschalbum von Ärzte oder das Smash-Album von Offspring. Mhm. Ich glaube, das Smash-Album von Offspring ist, glaube ich, meine erste Punk-CD gewesen. Alright. Ja, voll. Und dann von dort aus hat sich so ein bisschen wie weiterentwickelt. Dann zuerst immer viel Punk und nachher so ein bisschen Blink und Sum 41 und so Zeug. Und dann habe ich Tony Hawk angefangen zu gamen. Ja. Und ich glaube, das hat mich so richtig geprägt. Mhm. Voll. Und dann auch immer Slipknot war auch sehr ausschlaggebend gewesen für mich. Also ich glaube auch so eine der ersten härteren Bands gewesen, die ich gelost habe. Ich Und glaube, dann, bei allen so etwa. ja, voll. Ja. Und dann halt Ja, so aha. Slayer und so Zeug. Mhm. Cannibal Corpse und so weiter und so fort. Und dann von nachher, wo du Slipknot gelost hast, bist du nachher noch ein bisschen im Thrash gegangen und nachher direkt zum Death Metal, oder wie bist du? Nein, ich habe so ein bisschen, glaube wie alle, also ich bin dann einfach so immer so ein bisschen Altklassiker Mhm. voll gelost. Mhm. Egal welches Metal-Genre. Alright. Hast du auch deine Power Metal Phase gehabt? Nein, Power Metal habe ich nie so gelost. Was ich am so gelost habe, ist so Eluvati und so Aha, und aha. Amon Amarth. Ja, So das Voll. Pagan Metal Zeug. Ja, Guardians Shit. of Asgard, man, für die YouTube-Zeiten. Ja, Mann, geil. ja. Ja, stimmt. Ja. Sind wir nicht das dritte Mal sogar noch go eben am Marv am Wacken schauen? Das ist noch gut. Kann schon Wir sein, sind, ja. wir sind doch im 12. und im 13. Jahr Wacken. Dort haben wir Ja, die sicher, Mann. glaube ich, gesehen, oder? Damn, Mhm. das sind Zeiten Das gewesen. sind Zeiten Ich gewesen. würde nie mehr dort hingehen, glaube ich. Mit dem Caddy am Auffahren. Ich Also- weiß nicht. Wieso, Äh, weißt du? Also es ist schwierig. Also ich meine, vor allem wenn du so Metalhead bist und nachher gehst du das erste Mal ins Wacken, dann bist du Ja. so, shit, Ich bin noch weißt nie du. gesehen. Vor allem, wenn Das du ist schon 18 bist crazy. gerade. Also Schießt mich jetzt an, weil es so viele Leute ist. ja, es ist so viele Leute. Ich kann gerne so kleine, mittelgroße Festivals. Ja, voll eben darum würde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr dort hingehen. Mhm. Ich will schon irgendwie noch mal gehen. Es ist schon, also ich meine, wo siehst du sonst ein Rentner-Bärli auf einem Camper oben bumsen und alle schauen zu, inklusive der Polizei? Ah ja, das war wild gewesen. Das weiss ich noch. Fucking Das habe ich cool. leider noch sehr gut in meinem Gedächtnis. Das habe ich nicht mitbekommen. Ja, Also ich bin jetzt nicht böse drauf, aber... ja. Das ist fucking funny. Ich bin am Pissen gewesen oder am Schießen, ich weiss nicht, ich komme aus dem Toi-Toi raus. Und dann schauen mich so mega viele Leute an und ich sage, what the fuck is going on? Und laufe so hinter und sehe, dass so zwei Cops dort stehen und schaue so die Cops an, so. Drehe mich einfach so um und dann haben so hinter dem Toi-Toi auf dem... Ja, das war wild gewesen. Mann. Ja.
Ja, so Sachen müsste ich wie auch nicht mehr haben irgendwie. Mhm. Aber so in diesem Alter ist es irgendwie noch witzig. Keine Ahnung, also ich fände es jetzt auch noch witzig. Ja, das glaube ich dir. Ja, aber du bist ja eh nicht so nur der Metal-Hörer. Du bist ja ich kann mich daran erinnern, dass ich jedes Mal, wenn ich mit dir im Caddy rumgefetzt bin, dass eigentlich relativ gute Musik gelaufen ist, wo relativ wenig Geschrei drin vorgekommen ist. Ja, voll, ich lasse schon viel andere Musik auch. Sehr viel. Alright, erzähl. Sorry? Erzähl. Also viel Punk auch wieder. Seit ein paar Jahren lasse ich sehr viel Punk, Hardcore, aber auch so Lo-Fi, so Bedroom-Musician, Producers habe ich sehr gern. Mhm. So Indie, Lo-Fi-Zeugs. Mhm. Voll Hip-Hop. Früher viel so Drum and Bass gelost und so Zeugs. Jetzt auch wieder weniger. Mhm. Aber ja, voll. Und so Shoegaze habe ich sehr gern. Ja. Eigentlich mega, mega alles eigentlich. Ja. Aber ihr spielt Black and Deathcore. Oder wie würdest du sagen? Ja, ich würde sagen, glaube jetzt auch Nein, weniger, jetzt oder? weniger, ja. Ja. Was weißt du jetzt? Ich glaube, wir würden es auch so als Modern Metal betiteln, gerade im Moment. Alright, Ja, alright. voll. Das ist sehr breit. Sehr Nicht mehr so Mega, ja. Black and Sachen drin. Wir haben schon Ja, teilweise schon noch, ja, ein bisschen, aber wir sind ein bisschen weg davon. Ja, voll. Interessant. Gut, Aber schon immer noch drin und spürbar, einfach nicht mehr so. Und ich glaube, am Anfang haben die mehr so Metalcore gemacht. Ja. Erzähl mal, wie es angefangen hat mit der Idee von Save Last Breath. Nicht mehr Das, wundern. das musst du machen, da bin ich. Hey, also ich habe den Demi den Demi kenne ich schon am längsten. Ich kenne Mhm. den seit ich glaube 13, 14 bin. Ja. Also 17 Jahre oder so. Mhm. Und wir haben uns durch unsere ersten Freundinnen damals in der Sek irgendwie, die haben sich gekannt und dann haben wir uns so kennengelernt und so. Sind wir alle Emo gewesen? Oder? Ja, voll. Hart. Und eben, wir haben beide so Metal geil gefunden und beide Gitarre gespielt. Und dann haben wir irgendwie, es wäre noch geil, wenn wir eine Band gründet. Und irgendwie dann haben wir das ein Jahr später oder so irgendwie mal angekriegt. Und dann haben wir so irgendwie auf so Internetplattformen so Musiker sucht Band oder Band sucht Drummer oder was auch immer. Und dann haben wir den Dave gefunden, glaube ich, relativ schnell. Und damals noch den Flakic am Bass. Ja. Und der Mike, der jetzt bei euch spielt, bei Whiteout. Ja. Voll. Und bei Bachelorette mitmacht. Bei Bachelorette mitmacht. Das ist ja. Jetzt Ah, ja, jetzt haben wir das jetzt jetzt sagen. Endlich! Endlich! Weißt du, wie fucking lang ich will aufhalten im Fall? Hör auf. Das ist Hey. tragisch. Aber da kommen wir später mal noch dazu. Kommen wir jetzt später zu. Alright, sehr gut. Ja, das ist lustig. Ich hatte dort, also ich hatte noch eine andere Band neben der Schülerband gehabt. Mhm. Oh. So eine Punk-Rock Green Day ähnlich mäßig Wie hat Band. die geheißen? Overheat haben sie geheißen. Oh, yes! Yes, Auch ein genau. guter Name. Die hat es noch recht lange nachher noch gegeben, glaube ich. Aber dann bin ich aus dieser Band ausgestiegen und habe so ein Inserat gemacht eben auf dieser Plattform. Und dann schon erstaunlich viele Anfragen bekommen, wirklich so professionell, so hey, wir sind das und das, wir bieten das. Und dann ist ein Mail gekommen, von wegen, spielst du auch Double Bass? Das war alles gewesen. Und ich so, ja, voll, ja. So, Slipknot finde ich cool. Ja. Also Joey Jordison Schlagzeug sogar gehabt und dann hat er dem jetzt geschrieben, nicht Jim Root. Ist Jim Root Gitarre? Nein, Big Thompson. Mick Thompson Gitarre, genau. Mhm. Und ja, dann bin ich mal vorbeigegangen. Hat jetzt Slipknot-Fanboys. Und unsere erste Bandprobe ist vielleicht auch noch lustig. Dort Ja. ist irgendwie in Feraldorf in so einem, über einem Kuhstall gewesen, oder? Ja. Ja, und wir sind, während dieser Bandprobe sind wir rausgerührt worden. Vom Bauer. Vom Bauer. Aber ich finde es so lustig, wie es am Anfang wie soll ich sagen, die Requirements so tief sind. Ist so wie, hey, kannst du Palm Mutes? So, kannst du Double Bass? Ja, also ich meine, Kannst du- vor allem, also ich meine, eben so vor 13 Jahren ist das irgendwie noch ein bisschen anders gewesen als heute. Stimmt, ich meine, ja. da ist ja viel weniger so, also erstens sind wir auch so 15, 16 gewesen, das muss man natürlich auch noch dazu Ja. sagen. Aber ich meine, heutzutage kannst du, also wie alles einfach, du brauchst eigentlich einen Laptop und ein Interface und du kannst wie eigentlich so easy Pre-Production machen und alles. Also hast du vielleicht damals auch noch können, weiß es nicht, aber wir haben natürlich keine Ahnung gehabt. Mhm. Ja, es ist schon erschreckend auch, wie gut zum Teil die ganz jungen Leute sind. So. Ja, mega, ja, So, voll. what the Das fuck? ist crazy, ja. Mhm. Mhm. Das letzte, was ich herausgefunden habe, wie alt die Dudes von Must Be Wrong sind, bin ich auch in ein Loch gefallen. Wie alt sind die? Ich glaube, die haben... Anfang 20, oder? ja, Junge Bursche. der Jan glaube ich nicht, aber der Damian ganz sicher. Der Ja, Damian ja. und der Dario, die sind, glaube gut 20. Mhm. Mhm. Insane. Aber dann sind die vom Bauernhof rausgekriegt worden. Ja, das musst du jetzt erzählen. Ja, voll. oder? Dann sind wir vom Bauernhof rausgerührt worden. Wieso? Also wir haben wirklich wir haben gespielt
haben recht lange einfach gejammt. Das ist recht lustig. Es ist ein Video. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das erste Video auf Facebook, wenn du es überhaupt noch anschauen kannst. Alright. Es ist wirklich schrecklich gewesen, aber irgendwie lustig. Und der Flackic ist dort noch am Gesang gewesen. Wir haben den Mic noch nicht mal gehabt. Lustig, ja. Und dann haben wir nachher noch irgendwie 2-3 Bier getrunken. Und dann ist oft mal der Bauer raufgekommen und das Gefühl, wir haben nur Bier getrunken. Mhm. Und dann hat er gesagt, wir können gehen. Wir so, okay. Also ihr habt eure Amps und alles dort hingeschleppt. Es war schon Schlagzeug dort gewesen. Ich glaube, ich habe sogar mein Pedal einfach mitgenommen. Ich glaube, Kollegen vom Dömi haben dort irgendwie so eine Bandroom gehabt. Sorry? Musst nachher zu dir tun. Nachher? So? Genau. Ah, okay. Zu dir richten. Nicht. Ah, sorry, ja. Also sind auch Kollegen vom Dömi irgendwie noch in dem Bandroom gewesen, wo schon voll. Alright. Ja, voll. Und dann haben wir zuerst mal keinen Bandraum gehabt. Und lustigerweise habe ich dort, wo ich aufgewachsen bin, in Hinwil, habe ich irgendjemanden gekannt, glaube ich. Und dort hat es unter der Oberstufe, was zu der Kirche gehört hat, es einen Bandraum gehabt. Wir sind dort rein. Also, wir sind sehr lang unter der Kirche gewesen, praktisch. Geil. Satanische Musik gemacht. Ja, lustige Leute gewesen. Hat Haben sicher nicht so Freude gehabt. zum Sound prägt, oder? Ja, nein. Vielleicht schon. Mhm. Sind nicht die nettesten Leute gewesen dort. Ja. Ja. Hat es andere Bands gegeben? Ja, irgend so eine... Es hat auch noch so irgendeine Reggae-Band gehabt und die haben nachher dort gekifft und nachher haben sie es rausgerührt. Nee. Ja, stimmt. Ja, wohl. Erzähl das mal irgendwie, glaube ich. Ja, ist egal. Das sagen wir. Erzähl. Dish, Baby. Was haben Ich sie habe so ein geklaut? Video gemacht. Ah ja, es hat noch so eine andere Band gemacht, wo es so sich über uns lustig gemacht hat und so Oh, funny. auf Wir Facebook. Wir haben halt irgendwie Videos von uns im Bandroom gemacht, wo wir halt unsere Songs, ich glaube, wir haben sogar auf Facebook geladen oder so. Mhm. Und dann haben die irgendwie das Gleiche nachgemacht und Little Fucker haben sie es genannt. Irgendwie so. Ja, Und wir so, Bro, unnötig. ja, geil. Gibt's die noch? Nein. In your face, bitches. Ja. Mhm. Alright. Und nachher ist der Mike hinter gesagt. Ja, Ja. relativ schnell ist der Mike dann gekommen. Mhm. Dann haben wir irgendwie ein halbes Jahr später unser erstes Konzert in Uster gespielt. Vor irgendwie 100 Leuten, das war geil gewesen, mit einer Black Metal Band und einer Trash Metal Band. Alright. Cool. Ja, Welche mit Band? Doloruz und mit wem noch? Ah, Doloruz? Ja. Nein, Doloruz. Doloruz, keine Ahnung. Dolores, ja. Gibt's die noch? Ich weiß nicht. Ist das nicht Mucke geworden? Das kann sein, ja. It could be. Ich glaube schon. Find das mal raus, Ricky, schnell. Und wie haben die andere geheißen, die Black Metal Band? Ich weiß Das nicht ist mehr. Album. Ich weiß noch, dass das Konzert Pestnacht geheißen hat. Sehr lustig. Ich weiss nur, dass ihr vor allem anders Pissnacht. geheissen habt hier. Ja, voll. Könnt ihr dort mal Ah dazu ja, etwas wir haben sagen? natürlich zuerst einen anderen Bandnamen gehabt. Wir haben Act of Treason geheißen. Oh, Voll. alright. voll. Das ist auch ein fucking stabiler Bandname. Ist Ja. Ja, ich finde ihn Ja. eigentlich geiler als Save Your Last Breath, aber wir haben Ja. irgendwie dann herausgefunden, dass irgendwie eine andere Band auch Act of Treason heisst. Nachher haben wir es gefunden. Stimmt, ja. Stattdessen hätte ich einfach Ja. Swiss nebendran tun. Ja, das wäre smart gewesen. Ja, das ist nicht Das war gut. vor 15 Jahren noch nicht so ein Ding. Das ja, hast du voll. das Landeszeichen an. Ja, Dort hat es noch genug Bandnamen gegeben. Dort hast du nicht müssen Metallica 2 heißen oder so. Mhm. Und dort haben wir eine riesige Diskussion gehabt, ob wir den Bandnamen jetzt ändern wollen, weil wir schon 100 Follower auf Facebook haben. Ja, das sind. Das und sind MySpace haben wir glaube ich auch noch gehabt. Haben wir MySpace gehabt? Ich glaube schon, ja. Sind die so alt, dass Geil. in MySpace noch Ja. kann? Fuck ja, yeah. gut, so. I Es hat guess. schon eine Phase gegeben, wo es schon gestorben ist, aber immer noch gegeben hat. Ja, ja, voll. Das ist, glaube ich, schon noch kurz. Wie Facebook jetzt. Ja, genau. Ja, genau. voll. Also ich habe heute auf Facebook das Zeug geschaut, mal, weil ich die Werbung und so machen bin, also einfach Posts am machen bin für das Zeug, was jetzt noch kommt. Und Facebook läuft ja gar nicht mehr. Nein, also nein, läuft bei euch auf dem Facebook-Profil noch etwas? Nein. Wir haben ja ein paar mehr Facebook-Follower wie Wir haben mir. ein bisschen Interaktion, aber es ist wirklich so ein Zettel, von dem was auf Instagram läuft. Ja, aber es ist, also, die meisten Posts haben 0 Likes, 0 Reads Ich und bin- keine Insights. Ja, Ich bin voll. froh, dass du gleichzeitig auf Facebook kannst posten, wenn du auf Instagram Ja, was postest, voll. weil ich hätte keinen Bock, um das zweimal zu machen. Ja, Oder voll. muss ich Ja. sagen. Ja. Jetzt aber so ganz kurz eine investigative Frage von mir. Habt ihr The Sorrow gelost früher? Nein. Was? Der Döme hat ganz sicher The Sorrow gelost. Ja, voll. aber- Die haben wir eine Zeit lang recht geil gefunden. Kann es sein, dass der Bandname entweder vom Song Burial Bridge oder Crossing Jordan inspiriert ist, weil dort hat es eine Textzeile, wo drin vorkommt, I save my last breath for you. Nein, das ist später gekommen. Das ist viel später. Das ist nicht Crossing Jordan, das ist in 2012 rausgekommen. Schon? Ist das Im, so spät gewesen? In dem blauen Album Dingsbums da. Nein, es ist Burial Bridge. Burbridge, Das kann ich Ja, ja. nicht sagen. 2012 rausgekommen, glaube ich. 13. Ich weiß es Ist nicht. eigentlich, ich habe nur am Anfang von eurer Bandgeschichte hat es einfach sehr viel, also nicht viel Parallele, aber so
hat ein bisschen etwas. Könntest du sagen, Ja, es könnte noch vielleicht, sein, dass das vielleicht eine Rolle dass Sorrow gespielt ein hat. bisschen Mhm. Einfluss war auf den, Ich weiss der einfach, Songs dass geschrieben hat. ihr Drummer der gleiche Schlagzeuglehrer hatte wie ich einmal. Alright. Das ist meine Connection zu dem, also hast keine Ahnung, was die. Ich weiss einfach nur, dass sie gut. so neonfarbige Gitarren hatten. Haben sie das gehabt? Ja, das war, glaube ich, der Sorrow, gewesen, oder? Boah. Es Das tönt mehr, ist es tönt was, mehr oder? nach Eskimo Callboy oder so. Nein. Oder wie- Das wie war, glaube heisst ich, die der Sorrow. andere? gewesen. Sind ja Österreicher, oder? Ja, es kann Ja. nicht sein. Wann habt ihr euch das erste Konzert gespielt? 2011 im Sommer. Ja, dann kann es nicht sein. Burial Bridge ist nämlich später rausgekommen. Eben, gell? Ja. Ja. Zufall. Mhm. Schade. Die haben es uns abgeschaut. Das Ja, ist haben so. sie, ganz sicher. Tatsächlich. Ja, und dann, also erstes Konzert Oster. Ja. Wie jetzt, Zweit auch. Oder? Ja, aber Stadtfest, oder? Ja. Ja, kann sein. Ja. Ja, sorry. wie sind so eure ersten Erfahrungen mit Konzert gewesen damals? Ja, ein bisschen, ja, wild, Mann. Also ich meine, wir hatten nicht können Auto fahren natürlich, wir Mhm. hatten kein Gear gehabt. Also Ja. wir hatten so beschissene Combo-Amps gehabt. Mhm. Und wir haben immer so, wir sind halt immer mit dem Zug gekommen und einfach unsere Gitarre mitgenommen, das Kabel und das Stimmgerät und nachher sind wir so Mhm. zu anderen Bands so, hey, dürfen wir über euer Head spielen und so. Weißt du, eigentlich so absolute No-Gos, weißt du, so. Ja. Ja. Ja, wir haben mal in Luzern gespielt und ich hatte dort einen riesen Reisekoffer mitgenommen, weil ich halt irgendwie meine Becken mitnehmen musste. Mhm. Und das war so mühsam. Ich weiss, wir waren um 2 Uhr am Morgen in der Nacht-S-Bahn gewesen. Mhm. Ich mit dem scheiß Reisekoffer. Fuck, aber das war früher doch noch allgemein eher so gewesen, weil ich habe das Ja. Gefühl gehabt, so, auch wo wir angefangen haben, dann hure viel noch nicht ihr Zeug mitgenommen und nicht jeder hat seine eigene Backline gehabt und weiss ich ja was. Mhm. Das ist doch, glaube ich, generell so ein bisschen... Ja, das macht schon, ja logisch, das macht ja auch Sinn, dass nicht alle ihre fucking eigene Backline mitnehmen. Ja. Ja, schon. Ausser abgesehen davon, dass es jetzt jeder macht. Aber, Aber eben, ich meine eigentlich, weißt du, so eben so, keine Ja, Ahnung, so Caps oder so teilen ja easy, aber so der Gitarre-Amp und so machst du eigentlich nicht. Mhm. ja, aber das haben wir früher doch alle gemacht, so, Ja. wo wir angefangen haben, oder? Ja, voll. Also ich habe, Ja. wo ich bei Atropos angefangen habe, 2013, habe ich noch einen Line 6 Batter 4, glaube ich, Combo. Und dann habe ich einfach über den zweiten Amp von Mahmoud einfach gespielt. Einfach, du hast den nicht gehört. Also ich würde lügen, wenn ich würde sagen, dass in den ersten 2-3 Jahren von Eversis irgendeiner von uns Gear gehabt hat, wo man hätte können mitnehmen und nicht, Ja. dass wir es nicht ausgeliehen haben. Mhm, ja. Ah ja, Das war eigentlich einfacher times. gewesen. Mhm. das sind Auf einfach... eine gewisse ja. Art und Du bist Weise. halt jung und dumm gewesen, oder? Ja, voll. Hauptsache Ja, hast du können spielen. Mhm. Jetzt haben wir da tonnenweise Gear dabei. Hast du vielleicht gemerkt, Silvan, auf der Tour? Ja. Nein, ihr habt ja nichts dabei da. Nix. Nie. Aber denkst du, welche Bands sind so wie mit euch gestartet, wo noch gibt? Wo es noch gibt. Gute Frage, wo es noch gibt. Was noch Oder wo es mal Oh. gegeben hat, oder? So, was sind so die... Dings. Searching for Diamonds hat es gegeben. Das Ja, war eines voll. unserer ersten Konzerte. Ja, aber gewesen. die gibt es ja nicht mehr. Ja, die gibt es nicht mehr. Ja. Aber wer gibt es noch? Shallow Descent, also Frank Needs Help, die gibt es ja auch. Ah, ja, Die stimmt. gibt's, glaub ich, auch schon Ja. recht. Die gibt es, glaube ich, auch schon seitdem. Alright. Lotrify. Mhm, klar. Lotrify. Fucking hell, die gibt's ja auch noch, ja. Stimmt. Ja. Voll. Wie viel haben sie jetzt letztes Mal gehabt? 15-Jährige? Ich glaube es, ja. Oder oder? Ja. 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 Atropas gibt es jetzt wieder. Ja, Revival. merci. Geil. Atropas sind, glaube ich, auch, ja. Mhm. Mhm. Bin sehr gespannt. Voll. Aber sonst... Ja, Defender gibt es auch nicht mehr. Das war früher der Disconnect, Ja. gewesen, da ist Defender geworden. Ja. Wurde. Und jetzt Vicious Rain halt. Ja. Nicht 100% die gleichen Leute, aber Searching for Diamonds ist ja Polar Shift, Whiteout Thymian. und Thymian. Thymian, geworden. voll. Genau. Ja. True. Mhm. Ja, Ja. ja ich, voll. bin gerade am überlegen, irgendeine Band muss es doch noch geben von Ja, den ich früheren. auch, aber Aber ja. Mit wem haben ihr denn so... Wisst ihr denn, mit wem das alles so gespielt habt? Ey, wir haben recht viel eben damals mit, Hack gibt es noch, aber die Ah, hat es ja schon ja. vor euch gegeben. also wir haben sehr viel früher mit Disconnect gespielt. Aim eben, to wo- Defy jetzt, gell? Aim to Defy mit denen, ja. Wer ist into Defiance? Das ist jetzt Ghostlights. Ah, Zum Holy Teil. shit. Ja, voll. Ja, genau. Also ich glaube, noch der Gitarrist ist jetzt nur noch dabei. Ja, ja. Hm. Ähm, Lives December, mit denen haben wir auch viel gespielt. Die alte Band von Rico. Aber die jetzt vorgegeben in dem Fall, oder wie? Nein, die, so, glaub, die haben sich nach uns glaub, gegründet. Aber egal, ja, ja. Ja, und dann ist er einmal bei uns gewesen. Mhm. Hat er 2 Bands gehabt, ist ihm das zu viel geworden, ist er zurück. Ja. Sie haben sich dann aufgelöst. Ja, voll. Aber der Rico ist zuerst bei Live December gewesen in dem Fall.
Also nicht gewusst. Ich habe gemeint, er war bei Save Last Breath gewesen und dann hat gewechselt auf Live December. Nein. Ah, alright. Voll. Krass. Also ihr seid Dinosaurier in dem Fall. Ja. Ja. Taped haben wir auch noch gehabt. Ja, Taped, Taped, genau. ja. Overlaps. Voll. Jetzt halt Kids in Cages. Ja, das Teilweise. ist nur noch der Ja, ist nicht Finlay, wirklich glaub ich. Nur der Finlay. Sänger. Nur der Nur der Sänger. Finlay. Aber nur der Finlay, ja. Ja. Oh, Christ. Voll. Hey, sonst gibt es, glaube ich, nicht mehr viel, ja. Nein. Oder eben halt andere Formationen und Namen Mhm. und so. Es gibt Skillas schon noch Revenge hat es noch gegeben. Skillas Revenge, ja. Sind jetzt Das auch ist jetzt bei Thorn, Ja. Auch nicht scheiße. Hä? Den Forest Skills Revenge geheißen, oder? Also, Nein, Das ist nein, auch dort, eine andere Band. ist eine andere andere Band, Bank gewesen. dort hat der Luca sogar noch Bass gespielt, bevor er Schlagzeug gespielt hat. Hey, weißt du, aber bei Skillas Revenge ist jetzt der Silvan-Sänger, oder? Ja. Der ist aber nicht von Anfang an bei Thorn-Sänger gewesen, oder? Nein. Der ist dann später hinzugekommen. Der ist jetzt bei Homewarts oder so, Gitarrist oder so. Hä, wer ist denn jetzt bei Dave. Thorn-Sänger? Der Dave ist Gitarrist bei... Nein, warte schon. Irgendwie, es ist mega verwirrend, ich komme nicht mehr raus. Mhm. Nein, er ist nicht bei Homewarts, das kann Ja, ich jetzt ja. schon sagen. Ich weiß nicht. Ich verwechsel etwas. Ja, Egal. ja. Ja, und dann... erzähl mal weiter, wie es ist weitergegangen. Ja, dann haben wir möglichst viele Konzerte gespielt, haben unsere erste Demo aufgenommen. Das war auch lustig, das erste Mal im Studio. Mhm. Das war, glaube ich, bei einem Kollegen von Demis im Gitarrenlehrer gewesen. Dort haben wir gratis ins Studio dürfen. Mhm. Das war eine recht coole Erfahrung gewesen. Ich konnte dort nicht mit Klick spielen. Darum Ja. haben wir das recht schnell aufgegeben. Mhm. Und man muss sagen, wir haben alles miteinander aufgenommen. Also Ah. One Take, alle Instrumente zusammen. Alright. Voll. Gibt's die Demos noch irgendwo? Ja, auf YouTube, auf ja. YouTube. Geil. Und kannst sie auf unserer Webseite, glaube gratis abladen. Ja, Alright. voll. Das ist sehr, sehr rauch. Also, Ja, klar, das gehört auch dazu. Muss ich oder? glaub mal reinhören in das Zeug. ja, voll. Ja, Wenn ihr dem Mike sein Gestöhne wollt hören, ja, dann, voll. Der Mike hat Oh, alles gegeben. stimmt. Fucking hell, stimmt. Dort, From a Suicidal Horror. bin ich dort nicht sogar noch ins Studio gekommen zum Filmen mit euch? Ja, Das kann gut die sein. Videos Damn. sind noch irgendwo habe ich Das die. ist sicher auf Facebook oder... Ja, Ja, stimmt. Und dann habt ihr mega müssen euch beruhigen, dass ihr nicht anfangen zu lachen, wo der Mike From a Suicidal Horror aufgenommen hat. ja, voll. Ja, das ist fucking Wenn nicht auf hilarious. Kabel stehen, das sollte man immer noch nicht, aber dort Mhm. haben wir das gelernt. Ja, Mhm. ja. Voll. Also es hat sich nicht viel geändert, es ist immer noch der gleiche, der Mike. Nein, der ist immer... Was er auch gemacht hat, damals im Bandraum, hat das Licht ausgestellt und Leute mit Sachen beworfen. umgerührt. Und er hat hure gut getroffen. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Ja, der- Also, er ist wirklich immer so gewesen, ja. Ja, es ist... voll. Jesus Christ. Ja. Warte mal noch ein Bierchen? Ja, ist Nachher, gerade okay, danke. Kannst du essen? dann haben wir die Demo aufgenommen, Mhm. dann ein bisschen mehr gespielt. Mhm. Dann irgendwann hat der Mike, glaube ich, gehen. Dann haben wir den Rico geholt, Mhm. Warum hat er mitgegangen? weil ihm, glaube die Musik nicht mehr so gefallen hat. Aha. Ich glaube, ja. Ja, voll. Oder? Oder Ja. wann war das? Gewesen? Vor der EP, Vor oder? der EP. Und dort bei der EP haben wir auch den Rico dann gehabt. Mhm. Ja, voll. Ja. Und Save Last Breath ist sozusagen seine zweite Band gewesen in dem Fall in dem Moment. Ja, genau. Ah, das habe ich Dort eben nicht gewusst, ja. hat er 2 Bands gehabt. Mhm. Und dort gleichzeitig, irgendwann ist dann auch der Flakic raus. Mhm. Und dann haben wir den Pede, der im Dynamo an der Bar ist. Kommen wir nachher drauf. Mhm. Voll, und dann sind wir so ein bisschen unterwegs gewesen. Da ist relativ schnell der Rick auch wieder ausgestiegen, weil eben Mhm. Live December dann zu viel geworden ist. Mhm. Dann, ja, Dann ist der Thierry gekommen. Wann ist das gewesen? 15. 2015 oder so, ja. Dann ist dann das Album rausgehauen, oder? Ja, voll, dann haben wir unser erstes Album aufgenommen. Und sind auch recht viele Konzerte gespielt. So, Mhm. ich glaube 2016, 17 und so ein bisschen am 18 haben wir recht viele Shows gespielt. Nein, Also auch Ich- viel Deutschland, England, Kuba. ich bin nicht sicher. Aber ist schon das erste Konzert in Europa-Tafel gewesen? Mit der Tropas? Oder ist das... Wo ist das Das ist im, gewesen? Im Werk Werk 21, 21. da bin ich an der Bar gestanden. Ja, mit Atropas... Ja, mit der Atropas-Platte drauf, oder? Ist Atropas-Tafel gewesen, nicht voll. Ich glaube, Ja. so Doppelding. Ja, ich habe gemeint, ist Ah, ja, Doppeldings, stimmt, ja. ja. Und da ist das erste Also auf jeden Konzert. Fall hat einfach Atropas hat nach euch gespielt, wenn ich es richtig im Kopf habe. voll. Oder? Mhm. Ich habe letztens den Flyer gesehen. Und Weiss nachher nicht. Ja. Blitz am Dry ist noch dort gewesen. Mhm. Und ist niemand anders gewesen. Ah, nein, doch, Amongst Pariahs ist dort gewesen. Ah, die Ah, die hat es auch noch gegeben, ja. Eben, voll. Ja, Das ist voll. also ein ficker Line-Up, Mann. Ja, Mann. Die sind so absolut. gut gewesen. Ja, das war funny gewesen. Ja, weil ich weiss noch, weil wir haben den Gig zugesagt, weil wir noch keinen Drummer hatten.
Einfach für das Line-Up so geil war. Wir müssen unbedingt spielen. Wir haben noch keinen Drummer. Wir haben so knapp genug Songs für die Setlist, aber gib ihm. Geil. Geil. Mhm. So, war schnell 2015, 17, Dings umeinander. Mhm. 2014, ihr habt ja. Wann sind das erste Mal Vorband von Bury Tomorrow gewesen? 14. Ah, damn. Ja, bei der EP. Ja. Ist die EP schon draussen gewesen? Es ist Das haben wir EP-Release-Wochenende. Release-Wochenende Wir haben am Tag vorher haben wir im Flößerplatz gespielt. Und dann am Samstag oder so. Oder? Ja, am Ja, Samstag im irgendwie Soka. im Soka. Ja, man, das ist krass gewesen. Das war unsere erste grosse Show gewesen, Mhm. eigentlich. Und beim ersten Song ist mir das Snare kaputt gegangen. Ah. Ja. Geil. Sehr, sehr Deine? viel Pressure gehabt, ja. Deine Snare ist kaputt gegangen. Mhm. Ich weiss noch genau, wir haben den ersten Song gespielt und beim letzten Teil Zwölf kommt Grad. einfach so nichts mehr zurück und ich so, oh shit. Fuck, Und dann ja. habe ich den Snare vom Drummer von Hands Like Houses dürfen haben. Sehr cool. Das war auch sehr geil gewesen. Hands Like Houses und Bury Tomorrow haben die dort gespielt. Das ist Ja, die sind so cool. Mhm. Ich habe die mega aufgelassen seitdem. Ich habe noch nie gehört davon. Sind so australische, sind echt soft, sind nicht so hart, aber Mhm. sind wirklich gut. Also was sind so die Big Names, die ihr mal Also sie sind recht so für Leute, die richtig hässige Metal machen. Für Leute, die Alright. normal sind, sie sind schon hässig. Ja, unser Maßstab ist schon ein bisschen... Sie haben clean gesungen, sie sind soft. Ja. Weil viel für euch ist verständlich. Fair. Oder wie sind ihr eigentlich in die Show angekommen? So, ist das einfach so... Hey, durch den Umi. Der Umi hat, also dort hat er noch nicht beim Mainland geschafft. Ich glaube, der hat einfach, Bonebreaker gemacht, oder? ja, so Bonebreaker Ball und so. Ah, ja, genau, das ist natürlich auch noch, Balls, ja. das ist natürlich auch eine Ära gewesen. Also, ja, Das war voll. aber saugeil Das ist schon cool. Das ist geil gewesen, ja. Eben, der Umi hat halt Shows gebucht und so und hat uns einfach irgendwie gefragt. Mhm. Es stimmt, ihr habt ja jetzt schon über 8-mal mit Geile Lottery Sicht. gespielt oder so. Ja, Ja. voll. Ja, voll. Ja, schon krass, wie viel Zeugs der Umi auf die Beine gestellt hat. Ja, voll. Ja, schon. Rudi, wir müssen den Umi mal im Podcast haben. Ja, Unbedingt. macht das, Unbedingt. ja. Ja, ja. Legende. Du Mhm. musst die Füße aufnehmen, weil die Witze kommen flach, aber ist ja gleich. Aber wie viel Bonebreaker Balls hat es gegeben, man? Fucking... 10 oder so. Irgendwie, Also, ja, ja. locker 10. Ja, schon crazy. Aber ja, mit welchen was sind noch so unsere Highlights gewesen beim Live-Spielen mit anderen Bands? Black Tongue war krass. Gewesen. Mhm. Mhm. Mega hässliche Show. Gewesen. Wann ist das? Ja. gewesen? Ist das die Show gewesen, wo alle rausgelaufen sind, Ja. weil irgendwie einfach niemand hat wollen fressen bekommen? Yep. Ja, das war im 19. glaube ich. Mhm. Ich glaube, die erste Show mit dem Rico wieder, gewesen, als er zu uns gekommen ist. Das kann gut sein, ja. Mhm. Voll. Ja. Dann haben wir noch mit Ocean's 8 Alaska gespielt. Mhm. I Declare War haben wir auch mal gespielt. Und wir sind Ocean's 8 Alaska gewesen. Sind sie cool gewesen? Nicht viel mitbekommen. Also. Ja, ihr nicht. Aber die Story erzähle ich jetzt nicht nochmal. Hast du schon 1000 Mal erzählt. Irgendwo, ich glaube bei I Declare War ist auch noch A Night in Texas, heisst das so? Ja, und der Tourmanager von denen war auch so ein Pisser gewesen. Wir haben nicht zu ihnen im Backstage dürfen, also weißt du, so voll easy, aber wir sind so dort angekommen, sondern wir haben uns auch so vorstellen. Mhm. Dann kommt zu denen ihre Tourmanager und fickt uns an, so verpisst uns im Backstage Jesus und so. Christ. Und wir so, Alter, man, echt schnell wollen Hoi sagen, weißt du, Mhm. was ist mit dir? Ja, die Bands Ja. sind mega lieb. Die Bands sind gewesen. hure nett Ja. gewesen, weißt du, die haben mit uns wollen schnurren und so. Mhm. Aber ja, Ich habe erst im Nachhinein herausgefunden, dass dort der Anthony Barone bei ihnen Schlagzeug gespielt hat. Der ist so ein Tier. Ich weiss nicht, alle Drummer werden den vielleicht kennen. So, früher der YouTube-Drummer des Todes gewesen. Mhm. Ich mit 16 schon Blastbeats des Todes gespielt. Damn, ja. Und jetzt haben wir bei Whitechapel gespielt kurz. Ah, nicht scheiße. Ja, also so ausgeholfen. Mhm. Jetzt spielt er bei All That Remains, glaube Ah, nicht scheiße. ich. Mhm. Damn. Mega gut, der ist krass. Alright. Unbedingt auschecken. Also, All Remains kennen wir schon. Ja. Fuck Also it. der Drummer. Ja. Voll, Shit, sorry. schon gut. Alles okay. Also, erzähl. Was immer gewesen? Andere Bands. Mhm. Ah ja. Ah, gut, ihr habt ja schon mit einem Haufen Bands gespielt. Hey. Ja. Das fällt mir gerade nicht ein. Aber so, also ja, halt Gränichen, aber das kann ich, ja. Das ist halt einfach das Festival. Mhm. Aber es ist wie nicht wirklich so ein Support-Slot in dem Sinn. Mhm. Ja, das war der Main Act, gewesen, so viele Ja, Leute, wie es ja. gehabt hat, Alter. Ja, das ist geil gewesen. Das ist Ja, sehr cool das gewesen. ist abgegangen, man. Was noch? Ich weiß gar nicht. Aber was sind dann eure schlimmsten Erfahrungen als Band, eure langjährige Geschichte? Also live, oder? Allgemein, sei es mit Band, sei es mit Transport. Hey, also
was mich einfach immer brutal aufregt, ist, wenn so... ja, Es kein Essen gibt. ja, das. Aber das regt alle auf. Nein, das ist wie... Aber nein, es sind einfach so, keine Ahnung, du kannst dir das Leben einfach so mega einfach machen, aber es gibt einfach irgendwie immer Bands oder Booker oder Promoter, die es einfach irgendwie ultra schwer machen. Es sind zum Beispiel Bands, die irgendwie so Rockstar-Allüren haben und irgendwie 12 Monitore auf der Bühne haben und irgendwie ihre eigene Feuershow in dem Sinn mitnehmen und irgendwie, keine Ahnung, noch Roadies dabei haben und keine Ahnung. Im Ebri. Guitar-Tags und im Ebri, ja, genau. Und ja, voll. Oder also, was mich wirklich aufregt, ist. Jetzt geht der Podcast folgendermaßen. los. Jetzt geht der Podcast Du spielst eine Show Ja. und du bist im Backstage und es gibt Essen. Und nachher spielst du irgendwie vielleicht gerade oder so. Und nachher bist du so, ich esse nicht so viel, weil nachher mag ich einfach nicht spielen. Ja. Und nachher kommen irgendwelche Kollegen oder sonst irgendwelche Leute von den anderen Bands und fressen dir dein fucking nein. Food weg, Alter, Mann. Nein. Das macht mich hässig. Das macht mich Das auch pisst hässig. mich richtig hart an, Mann. Bro. Und jetzt haben wir eine Taktik, machen wir einfach Tupperware mit an jede Show. Nachher nehmen wir unser Essen und dann essen wir das nachher. Und dann nehmen wir das Tupperware. Das ist aber ein verdammt smarter Move. Da muss ich mir echt überlegen, weil ich habe auch schon mal eine Pizza bekommen vor dem Auftritt. So. Ja, wir spielen um 7:30. Ja. Am 6:45 kommt Pizza und ich so, yes. Ja, ganz sicher ist sie die nicht. Ja. Dann haben sie auf den Kühlschrank da. Und dann, wenn ich zurückkomme, ist die Pizza auch nicht mehr rum gewesen. Ich so, ja, geil, danke vielmals für den. Ja. Auch gerade schier. Einfach kein Respekt. So habe ich noch gesagt, ich sauf noch, dann habe ich mich einfach weggejettet und gedacht, wenn ich schon nicht Pizza essen kann, esse ich jetzt 4 Bier. Ja, das ist auch mal Zeit, oder? Ja, das ist so. Alright, aber das ist ein guter Punkt. Das sind so Ja, vor allem hast du auch nie Platz im Backstage, wenn so 8000 Leute drin sind. Ja, voll. Moritz, ich wollte mehr wissen, was stresst dich noch sonst noch. Alter, Weil es gibt so viele Sachen. Verzehr, ich will alles hören. Das ist der... Ey, ich weiß auch nicht. Nein, ich stresst mich nicht so viel, aber ich reg mich einfach dann schon schnell auf und nachher Also ist es ist schnell gut. wieder easy. Verzehr, Aber, ich glaube, wir teilen da ein paar. ja, eben, einfach so. Ja, oder Bands, die irgendwie geschissen tun, wenn es darum geht, irgendwie Backline stylen oder weißt, keine Ahnung, so Sachen. Ja. Was einfach, ja, voll. Also weißt du, schlussendlich musst du einfach, du musst halt einfach zusammenarbeiten, weil irgendwie es. Oder was mich auch Alter, was, okay, jetzt. Bro, du bist Opener, du spielst als erstes. Du hast irgendwie am Nachmittag um 5 Uhr Soundcheck gehabt, du hast jetzt Pause und du schaffst es aber trotzdem 10 Minuten zu spät anzufangen. Und nachher ist einfach die ganze Show einfach mal nach hinten verschoben, weil es gibt ja immer noch technische Probleme und so beim Umbau. Alter, das pisst mich so an, wenn du die erste Band bist und fucking zu spät anfängst. Genau Alter. gleich, wenn du überziehst als erste Band. Entschuldigung, der Dömme hat uns gesagt, wir sollen 10 Minuten später. Ja, genau, die ich meine. Also es gibt natürlich Ausnahmen, wie wenn, keine Ahnung, eine Band hat ihre erste Show und sie können statt 40 Minuten vielleicht nur 25 spielen, weil sie einfach nicht mehr Shows haben, voll easy. Ja. Aber wenn sie nachher gleich noch müssen, ihr 50-Minuten-Set durchballern, obwohl es schon 10 Minuten spät sind, bist du so, bro. Ja. Und nachher hast du noch so 5 Bands, weißt du. Und nachher einfach alles verzieht sich. Dann bist du so, Alter, Mann, fuck you, ohne Scheiß, Ja. Mann. Und nachher ist es so 11 und es ist erst die 3. Band dran von 5 und alle verpissen sich, weil sie auf den letzten Zug sind. Dann bist du so, Ja. Alter. Ja. Das macht mich hässig, Mann. Alter, das ist so wichtig, so bis einfach on time, weißt du. Und so, ja. Das ist Aber- eigentlich alles. Aber die Bands buchst du nachher nicht mehr wieder. Ja, logisch, ja, selber schuld. Also, weißt du. So einmal so Verhalten siehst, hast du so wie intern in deinem Kopf, so wie die Bands, die nicht mehr. Aber wir haben nie etwas organisiert, von dem können wir nicht sagen. Ja. Ja, wenn ich sagen, Bands, die nicht etwas organisieren. Das ist ein guter Punkt. Organisieren ist der Pain. Ja. Jeder hat Ja. einfach Glück, dass er am Pelican Festival gespielt hat, Alter. Nein, die sind auch schon eine gute Band und geile Sachen, um damit zu umhängen. Ja, mit Organisieren haben wir auch mega viel Schon Erfahrung lovely. gesammelt jetzt, oder? Ja, also wir ja. haben, also vor allem der Döme, Döme der vor allem, sehr ja, voll. viele Shows bucht. Ich habe jetzt langsam so ein bisschen angefangen, auch noch ein bisschen Shows zu buchen, aber ich bin erst wirklich so am Anfang. Aber er hat wirklich viele Shows ermöglicht. Und Das jetzt ist mit mega wertvoll. deiner frischen Erfahrung, was siehst du als Painpoint und was läuft besser als erwartet hättest? Im Fall erstaunlicherweise sind Bands meistens nicht so das Problem, aber die Locations. Ich weiß auch nicht, was die machen, aber wenn die sich einmal alle 2 Monate oder ein halbes Schaltjahr mal treffen, ist so, Kollege, schreib doch einfach auf mein SMS zurück und
Dann regeln wir das. Ja. Das SMS. Schreibst du Venues das SMS? Ich glaube, nicht haben wir das Problem. Dave. Überall sonst schreiben sie zurück. Das ist wirklich ein Brief, du bist das nächste, was ich probiere. Wieso antwortet sie nicht auf deinen Fax, Alter? Ja, wirklich. Ich kann starten. Ja, aber das ist wirklich eine gestern verdammte losgeschickt. Krankheit, die Venues haben. Mhm. Also, entweder schreiben sie nicht zurück und die zurückschreiben, haben ganz sicher keine Zeit. Mhm. Das ist immer so. Ja, es ist wahrscheinlich einfach niemand so fix verantwortlich und alle denken, jemand anders macht es und dann ist es so ein bisschen versandet. Aber eben das ist manchmal ein bisschen mühsam, Mhm. mit Venues Kontakt zu haben. Und was ist die Venue, die ich finde, so wie dort läuft es eigentlich immer reibungslos? Dynamo ist super. Ja. Also Ja, wäre Dynamo allgemein sehr, sehr gut. Aus irgendeinem Grund machen jetzt immer Champions und Dings alles auf Kamigawa. Es hat auch die Ja. optimale Größe für uns, finde ich. Also, Ich finde, ich könnte dann mal ein Werk baden. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen grösser als Dynamo. das Problem ist halt, das ist in Baden. Wir sind so Zürich-Band. Ja, aber Baden und Zürich ist auch Hennen. Ja. Und auch viele Leute kommen so aus dieser Region auf Zürich für eure Konzerte. Mhm. Ja, wir müssen jetzt mal probieren. Ja, Aber voll. wir spielen ja Ende Jahr dort. Oder oben. Voll, wir Mhm. spielen dort, ja. Stimmt. Ja, Am voll. ICU. Am ICU Festival. Ja. Stimmt, das ist ja im Baden das Aha, Jahr. ja. Geil, Freu mich heimlich mega. können wir. Und es Ja, ist das wäre ich echt finde es eine geile Venue. Also ich Mhm. finde es Das Werk ist Freu mich. richtig geil. Ja, ist Ja. Ja, ist cool, cool, ja. Mhm. Hey Ricky, Was? schreib mal den Dings. Welche? Welche vorne Dings? Weißt du schon wem? Ich bin so Schreib verwirrt. mal wegen weißt du, im Backstage hängen und Bands nerven. Hast du gut, ich Aha. erklär's dir nachher. Nein, das mache ich nie mehr. Ich bin so zerstört gewesen letztes Mal. Kommt gut, Alright. kommt gut. Ja. Nein, Ja. easy. Anyway, ja. Haben wir noch Anyways. viele Pet Peeves? Ja, voll. Es gibt sicher einige. Nein, fällt mir gar nicht ein. Mhm. Ja. Besoffene Sicher Australier, die auf der Bühne liegen. Besoffene allgemein. Mhm. ja, also was halt auch ein bisschen mühsam ist, wenn so, weißt du, du hast so deine Show fertig gespielt und es ist Changeover und du musst halt stressen, oder? Du musst den Shit von der Bühne nehmen. Ja. Dann kommt halt so ein besoffener Dude so, hure geil gewesen und so. Und, Mhm. Also weißt du, hure herzig, aber Ja. so, weißt du, du hast so wie keine Zeit in diesen Ja. 15 Minuten. Dann Sonst- kannst du ja easy ja. mit den Leuten schnurren und so, Mhm. aber Das Lustige Ja. ist, das bin ich gewesen. Früher, immer. Da, Okay. ja, was hast du für Gitarre? Was ist dein Equipment? ja, Zeig mal. ja, voll, ja. Ah, spielst du dort? So, darf Ja, ich schnell dein find's cool. Pedalboard umdrehen, um zu schauen, was du für einen Genau, Power Supply genau, hast. ja, ja, ja. Einfach so. By the way, Am was hast So du weißt für du, Leute eben, nerven? eben so, irgendwann schnurren voll easy, einfach wirklich nicht in diesen 10 Minuten. Ja. Also ja. Aber ich glaube, das weißt du wahrscheinlich auch nicht, als jemand, Nein. der nicht in einer Band spielt. Nein, ich glaube auch nicht. Ja. Ihr müsst unbedingt das Quick Rant-Dings vom EMS-Podcast einbauen, wenn, wenn der Moritz Oh, mal das ist ein guter sagt. Punkt. stimmt, das Das können wir ist nicht lustig. machen. Den muss ich mal da einbauen. Das können wir nicht machen, das ist kein Quick Rant. Ja, Das gut, ist ja. ein Long Run. Aber ich finde es mega lustig, wie der Moritz plötzlich mit seinem Red aufbläht. So, das! Das! Dein Quick Rant, das wäre so gut. Ich finde es sicher irgendwo. Müsst ihr mal da rein tun im Dings, im Soundboard. Ja, das solltest du nicht machen, weil ich will es missbrauchen. Oh ja, ja. Das klar. ist- Okay, Punkt. ist gut, das ist das, was die Leute hören wollen anscheinend. Ja. Die Leute wollen die 3 Bs hören. Die Mhm. 3 Bs. Mhm. Kennen die 3 Bs? Mit denen Ja. kannst du nämlich viel erreichen. Mit Büsi, Busen und Blut. Right. So funktionieren die meisten Mhm. Dings. Ihr sind ja mit dem Blut recht gut drin. Was? Bei der Musik. Ja, Ist jetzt zu weit hergeholt. ich weiss nicht was. Ist nicht eins von euch, ist nicht in einem von euch Artworks ein bisschen. So ein Das bisschen heisst Bloodstained Faith. Das jawohl! Da Hermals, da ist das Blut, oder? ja. Nein, ja, ich habe keine Ahnung, wo der herkommt. Ich habe keine Ahnung, wo ich eingegangen damit. Von dem her, ich gebe das Wort wieder an euch. Sehr Tschüss. schön. Sehr schön. Aber Pet Peeves. Eben, wir haben Rockstar-Gefühl als Opener. Das ist super. Mhm. Es ist so lächerlich. Ich meine, wir tun auch manchmal sagen, so, wir sind halt ein bisschen spät, wenn wir mal einen Song streichen. Weißt du? Konstant. Das ist typisch. Ich weiß Ja, nicht, so voll. andere Ja, Bands das musst du, das daran überlegen. Ja, streichst halt einfach einen Song, scheiße. Eben, genau. Also, weißt du, Scheißegal. Alter, jetzt fällt mir gerade etwas. Ich habe letztes Jahr am Albani-Fest Zwinti etwas gesehen, wo man schier einen gegeben hat. Sag mal. Ich habe dort auf den Domi gewartet, weil wir gesagt haben, wir gehen am Abend noch eins saufen zu Zwinti, weil unser Bandraum ist ja dort und wir haben irgendetwas gemacht und er war noch am Arbeiten gewesen. Mhm. Und dann bin ich dort am Albani-Fest gesehen, habe das Bier getrunken und dann war dort so eine Bühne gewesen, und dort hat so eine Festhüttenband, hat so einen Soundcheck gehabt. Mhm. Hey, Bro, ich habe noch nie etwas so Unprofessionelles gesehen wie das, Mann. Ach, ich habe noch etwas, ja. So, und wir sind so dort, ich bin dort gekocht und habe ihm so zugeschaut, eine halbe Stunde, da ist irgendwann der Domi gekommen und hat einfach auch so das Gefühl gehabt, so, Bruder, was, die haben einen Soundcheck gehabt und die haben einfach irgendetwas gemacht. Der Sänger hat damals ein kleines Mikrofon in den Teller, ein kleines Bier getrunken, so, hey, komm jetzt, nehmen wir noch einen Schluck da. Dann hat er ein bisschen angefangen auf der Gitarre zu klempern, dann hat er wieder angefangen ins Mikrofon und ich habe mir nur so gedacht, so,
the fuck? Und dann ist da rechts irgendwie der Mischer oder so, irgendwie das Mischpult ist irgendwie auch in dieser Bar gestanden und hat dann das Gefühl so. Das ist immer das Gleiche mit denen. Kommen wir mal von unser Leben klar, Alter. Jetzt. Oder irgendeiner, das war irgendeiner, der dort in der Bar gekocht ist, hat einfach das Gefühl also, jetzt komm auf dein Leben klar. Du spielst am Nachmittag um 4 Uhr mal Bani-Fest. Heb Fresse, jetzt hör auf so tun, als ob du ein Grosser wärst. Aber wirklich, die haben eine halbe Stunde lang Soundcheck gehabt. Und ich habe mir so gedacht, sorry Bro, ein Soundcheck darf nicht länger gehen als... Also, wenn alles schon steht und so und nicht musst PA einpegeln, sondern nur für dich Soundcheck muss machen, dann darf ein Soundcheck nicht länger gehen als eine Viertelstunde. Ja. Wenn du 3 Leute bist. Also. Also, David, so ist etwas. Ja, ich habe noch etwas. Bands, die während dem Soundcheck etwas spielen, obwohl sie nicht dran sind. Das hasse ich. Oh, ja. Weil das zögert einfach alles durch. Stell dir vor, weißt du, willst, okay, wir machen schon Drums und irgendein Gitarrist fährt da rumklären. So bist du doch einfach ruhig. Ja, das tut mir mega leid für den Mischer. Ja, weißt du, wenn du so eine Mischerin hast wie beim Bullhead, sie ist so gut gewesen. Ja, das ist wirklich, ich habe zweimal auf den Nerv gehauen, Tom, Crash, alles zusammen, fertig. Maximal 30 Sekunden oder so für den Soundcheck. Das ist crazy schnell so gegangen. gut gewesen. Ja. Da hast du gemerkt, sie hat eine richtige Erfahrung. Ja, voll. Ja, voll. Flo heisst sie, glaube ich. Unbedingt. Also Fossil und Ardor hat sie, glaube ich, sogar gemischt. Absolut insane. Ja, voll. Scheiß. Das ist wirklich, wir haben in Deutschland auch 1-2 Mischer gehabt, die wirklich gut sind. Wirklich, es ist so schnell gegangen. Sie hat das aber vor Jahren mal schon in der I45 mal gemischt. Und sie ist dort schon gut gewesen, das weiss ich noch. Das weiss ich gar nicht mehr. Das ist so eine Mischerin, die mir irgendwie immer geblieben ist. Der Halloween mit Defender. Ja, ich glaube, ja, voll. Ja, mit Defender, ja, voll. Ja, das ist ein guter Abend. Ja, voll. Das kann gut sein. Zwar nicht gelaufen, aber ein guter Abend. Ja, I44 ist aber irgendwie, es ist so am Arsch von der Welt. Es ist eine mega geile Location. Ja, voll. Es ist so weit, es kommen so schade, nicht so viel. Ja, aber es ist super. Sound ist shit. Der Backstage-Area ist einfach geil. Ja, das ist besser als die Venue selber. Das ist Hip-Hop-Festivals vorher raus sind auch geil. Ja, man, ist einfach... Oh, stimmt, ja, das ist geil. Ja, es ist wirklich schade, aber es ist einfach nicht zentral, oder? Ja, voll. Ich meine, dort haben wir auch mit... fuck, wie heißt die Band? The Royal gespielt. Und mit Off Virtue. Und die sind eine gute Bands und es sind nicht so viele Leute gekommen. Ja. Mega Off schade. Virtue? Ja, die sind gar nicht mal so klein. Nein, damals waren sie ein bisschen kleiner gewesen, aber jetzt sind sie gigantisch. Und The Royal gibt es irgendwie nicht mehr wirklich. Schade, ich habe es mega cool gefunden. Noch nicht gehört? Ja, das haben wir gar nicht. Bruder, Metalcore mit so ägyptischen Lead-Gitarren und so ist geil. Ja, logisch gibt es das nicht mehr. Die sind cancelled worden, Alter. Ja, ich denke, Chokran gibt es auch irgendwie nicht mehr. Was? Chokran gibt es auch irgendwie nicht mehr. Who the fuck ist Chokran? Bruder, Ah ja, die sind geil. Ja. stehst du nicht auf so Arabian Leads, Dingsbums? Und so ein bisschen Proggy auch, oder? Sind die gewesen? Ah ja, mega darum technisch. Ja. Drum ist es bei mir hinten raus. Oh ja. Prog ist mir zu kompliziert, das kann ich nicht. Ja. Schon schade, wie diese Bands einfach so im Ether einfach verschwinden und sagen, shit, ja, die Band jetzt gegeben. Aber irgendwann jetzt die Pet Peeves kamen, ich mich wundern, was ihr so für Tipps aus eurer langjährigen Erfahrung als Band habt für junge Bands, die vielleicht noch nicht ein Konzert gespielt haben. Ich finde, so wie, Und vor allem, was ich ganz, ganz, ganz interessant finde, ist, wieso gibt es euch überhaupt noch, Alter? Was habt ihr das Gefühl, wieso habt ihr euch noch nicht aufgelöst, wie alle anderen Bands, die es seit 14 Jahren gibt? Also was sollen wir zuerst beantworten? Alles Tipps für gleichzeitig. neue Bands. Okay, Alles gleichzeitig am besten. Ja, also ja. Tipps für neue Bands vielleicht. Schafft an eurem Gear. Kennt euer Gear. Fragen mich nicht oder fragen nicht andere Leute, wie euer Gear funktionieren, während ihr am Umbauen sind. Uff. Ja. Was? Erzähl. Nein. Aber das ist auch so etwas, wo man auch immer noch, also das muss ja ständig so ein bisschen improven, nicht so dieses Gear kennen und handeln können und so Zeugs. Ja, und kennt den Platz in einer Band. Also wenn du Drummer bist, musst du nicht die ganze Zeit Drum-Solo spielen. Du musst halt die Band können unterstützen im richtigen Moment. Das hast du auch mit dem Songwriting zusammen. Du musst so ein bisschen wissen, was du musst machen und was du nicht musst machen. Und, ja. Wenn ein bisschen zurückziehen. Genau. Wenn einfach normale Beats spielen, wenn ein bisschen mehr spielen. Das ist mega wichtig, finde ich. Früher einfach draufgeknallt, wie es auch. Ja. Muss laut und schnell sein und dann ist gut. Ja. Ich weiss noch nicht, keine gehabt von Drums. Ich einfach so wie, mach einfach schnell. Spielst halt Double Bass. Ja, Double Bass, bitte Double Bass ist gut. Immer 24/7 durch. Ja, fix. Sind pünktlich. Ja, sind pünktlich.
Also logisch stehst du mal nicht unbedingt, also logisch stehst du mal im Stau und so, aber eben vor allem was so Stage-Time und so angeht und Changeover und... Ja. Schaut auf gute Kommunikation. Also wenn ihr irgendwie spät sind, schreibt das. Oder wenn ihr irgendwie einen Gig promoten wollt, oder irgendwie, wenn ihr irgendwo spielt, promotet den Gig auch. Es gibt noch ein gutes Licht auf euch. Ja, sind pünktlich ist ein Punkt, den ich sehr muss unterstreichen, weil Gott vertelle, es ist jedes Mal so, dass du irgendwo bist und dann kommt die Band, die die Backline stellt, eine halbe Stunde spät oder noch mehr, weil einfach einer von diesen Huren Double das Gefühl gehabt hat, ja, sorry, ich habe gestern zu viel gesoffen, ich habe zuerst noch das Auto bei der Bar holen, weil ich mit dem Taxi heim bin. So, ja, fick dich doch, Alter, wegen dir haben wir jetzt noch einen Stress, du ein Mongo, gang heim, du Arsch. Ja. Sorry, jetzt mich was auch, also bis vor allem einfach auch nett. Also ich meine, eben wenn du so eine Band bist, wo einfach eine fucking Arschloch-Band bist, weißt du, so... Ich meine, die anderen Bands wissen das dann, Promoters wissen das, das spricht sich hure schnell um. Also weißt du, nachher bist du einfach wahrscheinlich weniger gebucht. Es muss nicht mal die ganze Band sein, es muss einfach es muss einfach jemand sein, der ein Wichser ist, oder? Und dann ist die Band schon im schlechten Lied. Ja, voll. Ja, da muss ich schon sagen, es ist einfach, wenn du weißt, du spielst wieder in einem Kamigawa-Event, ist es einfach so wie, ach, geil, alle sind lieb, es gibt keinen Stress. Ja, voll, es ist einfach so, bist mit der Family dort am Hängen oder am Chillen, ist nice. Oder so. Ja, das ist echt cool. So. Also ich freue mich so auf das Scheißkonzert, das wird so lustig, Mann. Ja. Das ist so gut, aber da können wir nachher. das wird geil. Champ, Kamigawa-Events sind immer geil. Ja, aber das ist wirklich so, weil wo wir zwei da ja auch das Mainland-Show hatten und 2 Stunden früh da sind, weil halt einfach etwas nicht richtig auf dem Timetable gestanden ist. Wir müssen unbedingt ein teiltes Backdrop machen. Ja, genau. Und dann sind wir reingekommen und dann hat die Freelancerin vom Mainland, die Show gemacht hat an dem Abend, hat das Gefühl gehabt, kennen die euch eigentlich? Und wir so, ja, wieso meinst du? Und so, ja, ihr sind da so die ganze Zeit rumkäspeln und dann haben die eigentlich, obwohl es ein hoher Stress ist, haben die einfach so irgendwie keinen Stress und eine gute Zeit miteinander. So, ja. Weil, so, ich weiss halt, dass wenn jetzt das jetzt halt dann einfach läuft. Ja. So, es ist nicht so crazy. Und ja, das ist wirklich wichtig. Sind lieb. Sind sehr lieb und was mir oder was uns alle ein bisschen anschießt, aber es ist leider als Bands heutzutage, du musst einfach Social Media Manager sein. Das ist wirklich, wohl oder übel, ist ein Teil vom inneren Band sein. Am besten ist einer in der Band, der mega Bock hat, wie der Mike von Wrath of Alga, der einfach voll auf das steht und sagt, gib ihm einfach. Das haben wir bei uns nicht, wir teilen es uns auf. Also, Alter, was? Ja, also es funktioniert recht gut. Sind also, die Psychos? Der Demi und ich und der Moritz zum Teil auch machen einfach Content. Ich probiere ein bisschen Reels schneiden oder so. Und dann schicke ich einfach dem Moritz so, ja, kannst du das heute Abend posten? Und dann sagt er, easy, kann ich machen. Ja. Und dann sind wir alle so. Es war auf der Tour recht gut gewesen. Ich meine, der Silvan hat gefilmt und geschnitten. Ich habe Untertitel drin, der Moritz hat es gepostet. Sehr gut. Das ist so geil. Also. Das ist sehr lustig. Das habe ich aber auch das erste Mal gemacht, dass ich ich habe das erste Mal effektiv. Ich meine, sonst, als ich mit euch in Kuba war, ist das noch nicht so das Ding, dass wir Daily Scheiß. Wir hätten es machen, es wäre gut gewesen. Ja, aber es hat es doch gar noch nicht gegeben. Du bist gar nicht auf die Idee gekommen, dort jeden Tag ein 1 Minute 30 Video aufzuladen. Vor allem hätten wir es ja gar nicht können. Das war Instagram noch eine Fotoplattform und keine Videoplattform. Ich glaube, noch nicht mal können Videos hochladen. Das sind wir sicher schon. Das kann sein, aber ich glaube, es hat noch keine Stories gegeben. Bin mir zwar auch nicht ganz sicher. Das wüsste ich jetzt nicht mehr, aber ja, es ist... Also vor allem haben die dort ganz sicher noch auf Facebook gepostet. Ich weiss noch, wir sind einmal irgendwo auf dem scheiß Platz gestanden, wo es Wi-Fi hatte und dann zählt um das hure Handy rum so... Funktioniert jetzt? Haben wir jetzt Internet? Das wäre gar nicht gegangen. Man hätte gar nicht jeden Tag ein Video machen. Aber das ist auch das Thema, das wir mit der Lexi hatten. Wegen, wenn du selber mit dem Zeug nicht klarkommst, hol einfach mal Kollegen, die Bock haben, das auch mal aus für eigene Erfahrung auch zu machen, oder? Und wo eben kommen nachher gratis das Konzert rein, machen eine coole Erfahrung und sammeln gleichzeitig Erfahrung und geben euch nachher ein bisschen Content zum zeigen. Oder ich weiss, Wrath of Alga hat zum Beispiel sehr, sehr talentierte Helfer und einfach Kollegen von der Band, oder, wo mega viel machen. Oder? Die zwei, wo egal wo du hingehst, Wrath of Alga Sticker ankleben und du dich fragst, wo sind sie, weil ich habe die Band gar nicht gesehen. Und dann bist du so in Basel und siehst so die zwei beim Merch da und dann so, ihr seid das gewesen. Ja. Ja, wenn wir es gerade von Wrath of Alga haben, also der Dani von ihnen, der Drummer, da haben wir auch recht viel geschrieben, wegen Trigger und so, haben wir über Drum-Sachen geredet. Und wenn ihr Fragen habt, fragt einfach Leute, weil es lohnt sich. Wir schreiben jetzt recht oft. Ja, voll. Also Shoutout, Wrath of Alga, Dani. Ja, coole Dudes. Mega. Bringen einen neuen Song raus, Ende Mai. Voll, ja. Voll. Check es aus. Bin gespannt. Ende Mai. Smart. Ja.
Gerade kurz bevor sie in Basel spielen. Siehst du. Marketing-Move. Nicht so gescheit, Ja. nicht so, ein bisschen 101. gescheiter wie Versus, wo einen Monat, 1,5 Monate voran einen Song rausrührt. Da bin ich auch gespannt auf das Video. Dann vielleicht Das auch ist sehr dramatisch. auf Anfang von der Tour. Ja, Spoiler Alert, ich lebe noch. Sehen wir deine Schauspielskills? Sie sind mehr schlecht als recht, aber der Dario, der das Video produziert hat, hat das gut kaschiert. Sehr gut. Es sieht aus, als ob ich wüsste, was ich mache. Mhm. Aber ich glaube, das ist wichtig. So wie schreibt einfach Bands. Ja, voll. Ja, Ja, voll. mega. Mhm. Also eigentlich, ja eben, außer eben so Arschlochband, aber ich meine, alle helfen dir eigentlich oder einander. Und eben an den Shows bist du so ein bisschen am Connecten und miteinander am Schnurren, so über Gear oder halt eben Marketing oder was Ja. weiß ich. So. Einfach vielleicht nicht schreiben mit hey, wie sind ihr so groß geworden? Was kann ich so als Shortcut machen? Ja, es gibt keinen Shortcut. Es gibt keinen Shortcut. Wir sind auch Schaffen nicht wir. groß, es gibt keinen Shortcut. Schafft. Es gibt schon einen Shortcut, es hat einfach Glück. Und Geld. Ja. Richtige Zeit am richtigen Ort. Geld langt Aber eben auch nicht. Man eben. sieht es ja bei all diesen Bands, die so ein Jahr lang auf Social Media überall sind, Musikvideos pushen, bei jeder grossen Band als Vorband sind und dann 2 Jahre später fragst du dich, hey, wo sind sie? Mhm. Du gehst auf Instagram schauen und ihre letzte Post ist 2,5 Jahre alt und irgendetwas so, ja, Ja. wir sind im Studio am neue Sachen machen. Mhm. Ja, voll. Kennen wir ja Ja. 1, 2 von denen, oder? Und wir haben letztens aber mit Expero noch gelernt, wie teuer amigs die Beinslots sind für so grosse Touren und Konzerte. Oder? Das hat mich überrascht. Das ist Ja, krass. das habe ich brutal. nicht mitbekommen. 500 Stutz pro Gig oder so. Ja, 500 oder 800 Stutz für, Ja. für eine Tour, die 31 Tage geht. Also pro Abend musst du das in Euro sogar. Ja, und du hast wahrscheinlich gesagt, sie haben, glaube ich, hättest müssen mindestens 20 Shows spielen von diesen Und 31. Du musst selber die Unterkunft zahlen und so. Also es ist, also du könntest schon Geld ausgeben, aber fuck me, man. Nein. Ja, also ich bin langsam immer mehr davon überzeugt, dass ich Musik nie wieder das Job will machen. Ja. Nein, Für das lebe ich zu wenig im dritten Musik ist für die Seele. voll. Das ist auch wieso, dass wir das noch machen. Mhm. Wieso das Ja. also nicht? Das ist einfach Spaß macht. Ja, Ja. wir machen es wirklich gerne. Ja. Stimmt, das war etwas, die Wendy hat mir irgendwann mal so geschrieben. So von wegen, so, eben, sie kommt, glaube ich, im April an eure Show. Weil sie hat es mega cool gefunden mit euch. Ich sage einfach so eine Band, die so einfach so irgendwie so menschliche, hure gute Band. So, es funktioniert einfach mit euch. Und ich so, ja, genau, ich glaube, das ist bei euch wirklich so ein bisschen, irgendwie läuft es bei euch zwischenmenschlich ganz okay. Ja, wir haben es untereinander wirklich Mhm. mega gut. Also. Mhm. Und wir kennen das ja schon ewig, Mann. Also mein halbes Leben kenne ich die. Ja, gut, Mhm. das stimmt, ja. Ja, klar. Also das ist schon crazy. Also weißt du, nachher... Ja. Das ist nicht mal einfach so gesagt, das ist effektiv so. Ja. ja. Und irgendwann wird es nicht mehr dein Hauptleben, sondern Mein zwei Drittel von deinem- Dreiviertelleben. Ja, Ja, das wird Viertel. Irgendwann, es ist einfach so wie so eine Ehe, die schon zu lang geht. Es lohnt sich gar nicht mehr zu scheiden. Mhm. Ja. So. Einfach für die Kinder zusammenbleiben. Nein, nicht einfach für Kinder zusammenbleiben. Ich habe, ein weiser Mann hat mir mal gesagt, weißt, es wird nicht besser, es wird nur anders. Ja. Schön, ja. Ja, und eben, es muss halt auch Spaß machen. Eben, ich meine, jetzt auf diesen paar Shows, die wir jetzt gespielt haben in Deutschland, eben, wir haben halt teilweise auf dem Boden gepennt und so. Mhm. Und ich meine, Das ist fucking fun. es ist einfach geil. Ich weiß nicht. Es ist einfach Trash, aber eben, keine Ahnung, ich finde das hure geil. Ja. Und wir haben das früher schon so immer gemacht. Und wir würden jetzt vielleicht schon nicht mehr so crazy. Also jetzt, wir haben uns schon gesagt, ja, vielleicht würden wir ab und zu jetzt vielleicht einfach gleich so ein Hotel nehmen oder so. Ja. Ja, also es ist Einfach vor auch allem- für den Rico wieder einfach seine Stimme fuckt, wenn er irgendwie bei minus 10 Grad Aussentemperatur muss irgendwo auf dem Boden pennen in Ja, einem klar. Venue und so. Mhm. Ja, es ist vor allem auch wesentlich weniger gesoffen worden wie früher. Das kann Ja, ich, das kommt noch dazu. das kann ich Es saufen einfach bestätigen nicht so als, viel. Mhm. als Voll. wie nennst du das? Als Langjährige Bandkumpel. nein, als wie nennst du das? Nicht eine autorisierte Quelle. Mhm. Ich kann bestätigen, es ist Ja, wesentlich weniger Alkohol geflossen und es ist wesentlich weniger unnötig an Drum and Bass Partys gegangen, die noch nach dem Konzert waren, sind, Ja, bevor wir dann 6 Stunden mit dem Auto fahren. Mhm. Ja. Dort wären nämlich vor etwa 7 Ja, Jahren das wären könnte dort ganz man- sicher alle gegangen. Ja, Alter. das könnte man, glaube ich, schon nicht mehr handeln. Wieso? Ja, das bin ich- Aber es ist auch voll okay. Ja, ja. Es ist umso geiler, dass wir immer noch Bock drauf haben, auch wenn wir Mhm. jetzt nicht mehr so Party machen müssen und so. Mir macht das rundum mittlerweile viel mehr Spaß. als Ja, Party. voll. Ja. Ja. Mhm. Macht Spaß, so Sachen zu promoten und neue Mhm. Songs zu schreiben und ins Studio zu gehen und alles. Also früher habe ich auch so gedacht, wie kannst du irgendwie eine Straight-Edge-Band sein und auf Tour gehen? Das ist ja hure Scheiße. Ja. Aber jetzt bin ich so, ja, also weißt du, so. Ja, fragst mal den Drummer von Stray from the Path, der kennt das nicht. Nein, der braucht etwas. Ja, sicher, sicher. Ja, aber ich glaube, die Liebe fühlen wir auch auf die Bühne und du siehst so wie, hey,
die authentische Liebe für was sie machen, oder? Das ist sehr, sonst, du merkst ziemlich schnell, wenn es anders ist. Ja, voll. Ich glaube, jeder hat so ein bisschen so einen Bullshit-Filter, wo du mega schnell merkst, wenn einfach jemand etwas macht, das will er irgendwie... Ja, wie die anderes meisten Motiv fucking hat. Metalcore-Bands heutzutage. Ich bin letztes Jahr bin ich Rise of the North Star schauen und dort hat es so eine Band gehabt, die hat Solaris geheißen, glaube ich. Solitaris, irgend so etwas. Alright. Solitaris, irgend so. Das war so irgendeine Mischung gewesen aus so düsterem, so maskierten Black Metal, mythischen Sachen. Soll's dafür? Nein, mit Hardcore. Also ja, so wie Soulstar 4, aber mit Hardcore. Und es hat einfach so, das Einzige, was wirklich gut war, haben Claudio und ich das Gefühl gehabt. Claudio, auch als außenstehendes Bandmitglied von Save Your Last Breath. Light Engineer Claudio. Der ist gestanden, das Beste ist der, wo der Sänger weg ist von der Bühne. Weil dann hat das ganze Atmosphärische mal so können wirken und dann ist er auf die Bühne gekommen und hat wieder angefangen, New York Hardcore Swag reinzubringen. Und es funktioniert einfach nicht. Und es hat einfach wirklich so ausgesehen, als ob sie das nur machen würden. Also für mich hat es so ausgesehen, als ob sie das nur machen würden, weil es einfach irgendwie gerade läuft. Weil einfach so, wie heisst es, Sleep Token jetzt gerade einen Lauf hat. Und jetzt einfach gerade noch auf den Zug aufspringst, um noch ein paar Konzerte zu spielen, um Geld reinzubekommen. Ja, das ist schon einfach, keine Ahnung, so, vor allem mit so der Metalcore-Szene, irgendwie, es ist einfach so viel, einfach genau gleich, finde ich persönlich. Es ist auch so, eine Band macht irgendetwas und alle machen es dann auch. Also eben auch so wie Sleep Token jetzt so auftreten. Ich meine, so, wenn du so durch Instagram scrollst, jetzt von unserem Band, es gibt irgendwie keine so 10 Bands, so jetzt einfach auch so Kapuze und so geschminkt und so. Oder es war das erste, was ich gedacht habe, wo die Band auf die Bühne kam, ist so, ja, Sleep Token macht jetzt auf krass oder was? So, es ist einfach nicht originell. Ja, ich habe noch nicht so viele neue Bands gesehen, die so Sleep Token soundmäßig machen. Soundmäßig, du musst können singen, oder? Aha, einfach. Vom Image und so. Also ich kann Sleep Token überhaupt nicht. Also es geht mehr einfach darum, dass jetzt einfach alle Bands das wie einfach genau gleich machen, weißt du? Ja. So ein bisschen. Oder nicht einfach, also es ist auch ein Beispiel, weißt du? So, es gibt ja. Das war bei Architects gewesen. Also können wir es. Ja, dort ist vor allem der Ein- und Ausschalter drunter, darum haben wir die draufgeklebt, damit man es nicht, genau. nicht ausstellen kann. Ja, aber der geht ihr ein bisschen aus dem Rahmen aus dem Ganzen, weil die sind irgendwie so, eigentlich seit 2000 gibt etwa gleich unterwegs. So, nicht musikal, nicht von der Musik her, aber so vom Auftreten her, abgesehen jetzt vom Sänger, das ist offensichtlich, wo der Mike raus ist die Live-Show ganz eine andere geworden. Aber wir sind einfach so, ihr sind einfach auf der Bühne und ihr spielt einfach die halbe Stunde oder was ihr einfach spielt, bretschen da rein, jetten kurz einen durch und geben einfach keinen Fick auf gar nichts. So, euch ist egal, wie ihr aussehen, euch ist egal, was vor der... Ja, nicht egal, wie ihr aussehen, aber euch ist jetzt, weißt du, so, wenn jetzt irgendwie, weißt du, es gibt so Leute, die sich wirklich so Gedanken machen, dass jetzt jemand auf der Bühne links steht und jemand auf der Bühne rechts steht, einfach weil halt er jetzt Linkshänder-Gitarrist ist und Rechtshänder-Gitarrist ist oder einer, der grösser ist hinten muss und einer, der kleiner ist führen muss, damit es einigermaßen aussieht. Oder die Fahrt von dem Bass nicht ins Bühne will und so. Ja, genau das. So Sachen, ja. Aber wenn keine fixe Positionen. Mal. Also ich bin auch Stage Left und dann ist Stage Right. Ja. Ich bin hier in der Mitte. Außer die Headliner tut die Drums lassen und du musst auf die Seite deine Drums spielen. Das stimmt. Das ist mega unangenehm. Das ist auch ein Pit-Peeve, wenn ich Das sagen. ist so weird. Ja, wenn du vor der Bühne stehst, ja, ist egal. Aber das ist bei euch, man merkt, das ist so einfach nicht aufgesetzt. Weißt du, das meine ich mit dem? So, ich komme auf die Bühne, klopfe einfach rein, Ist halt einfach nicht unser Fokus. ich fühle den Hass. Oder die haben nicht alle die gleichen T-Shirts oder so. Ja. Einfach etwas Schwarzes. Wo jetzt hat damals noch irgendein Bandshirt an oder so. Dem wir auch, weil er jetzt mittlerweile. Stimmt, ja. Du hast immer das gleiche Bandshirt an, vor allem. Ich habe auch das Tanktop, weil es angenehm ist. Ja, du bist auch nicht gerade besser mit dem weißen Cancel-Shirt. Ey, das ist bei Matchbox, Whiskers und das ist real. Das ist geil. Ich muss ein Longsleeve anlegen, sonst habe ich nachher wieder einen offenen Arm. Also ich habe einmal im Longsleeve gespielt, im Bosenwil. Ist ja ein grosses Ding, ist alles recht gross und grümig. Ich bin fast gestorben, weil ich so geschwitzt habe. Ja. So heiß gewesen. Das ist Mach ich nicht mehr. lange Hose, Longsleeve und ein Shirt drüber. Das ist hart, aber einer muss den Job machen. Ich finde es gar nicht so schlimm. Ja, du spielst auch keine Drums. Ja, aber ich renne. Schon ein bisschen. Ja. Touché. Bruder, ich muss vom Timo davor rennen auf der Bühne. Das ist noch hart. Ja. Und vor dem Butch. Der Butch hat mich letztens einfach umgeschupft, der Wichser. ist einfach im Übrigen, hat sich ein bisschen wenig Platz gehabt. Ist einfach so hinter und haben mich einfach so geschupft und einfach umgekehrt. Hat es bei uns schon Unfall gegeben?
Der Dömme hat mit seinem Ellbogen einen Bass kaputt gemacht. Oh, ich habe mal. Oh ja, der Bass von. Ich habe einmal den Moritz seine Gitarre nebenan gehauen fast. In Denzlingen. Wo ich. wo du bei uns mal gesungen hast. Ja, das war ja fucking great, Mann. Das ist geil. Das war einer der geilsten Abende von meinem Leben. Gewesen. Ich war noch nie so nervös in meinem Leben wie dort. Ja, bist du nervös. Das hast du mich, glaube ich, gar nicht mehr können brauchen, oder? Von dem haben wir es gestern gehabt. Ja, Alter, also ich habe wirklich so, ich habe einfach so gedacht, so, ja, okay, ich kriege das schon an, aber ich habe einfach wirklich so das Gefühl, ich wollte jetzt, weil, ihr sind ja auch Headliner gewesen, oder? Keine Ahnung mehr. Ich glaube, wir sind die letzte Band, die auftreten ist. Wer hat alles gespielt? Oh, keine Ahnung. Das Broken ist lange Compass. Mhm. Ey, wir haben vor allem so oft, also so Freiburg, Denzlingen, das ist so wie unsere zweite Homebase irgendwie, habe ich das Gefühl, nicht? Ja, ich glaube, Also- ich habe letztes Mal geschaut, wo wir gespielt haben. Am 19. Januar haben wir dort gespielt. Mhm. Wir haben dort, glaube ich, das 5. Mal in dieser Location gespielt. Egal, Freiburg ist nicht Freiburg. Nein, Freiburg ist Deutschland. Freiburg im Breisgau. Okay. Ja. Sind Und dann haben wir in der noch- gleichen Strecke einfach eine da oben, eine da unten. oder? Ja, voll. Okay, Ja. okay. Dann haben wir zweimal noch in der Stadt gespielt, Mhm. einmal im Kackreis und einmal in so einer Bar, Mhm. wo der Phil, glaube ich, sogar mal ausgeholfen hat. Das ist gerade bevor wir den Rico hatten. Ja, und einmal in so einer besetzten, nicht? Ja, über das KK. Ah. Das KK. Das ist ja geil gewesen. Irgendetwas. KTS. KTS, ja. Mhm. Ja, und dann bin ich Wo man keinen fünfmal in Nazi-Witz Denzlingen. machen Mhm. und nicht einfach oben ohne spielen. Ja. Genau. Ja, wir haben einmal dort gespielt und dann hat uns der Alex so eine Liste geschickt von Sachen, die man nicht darf. Oh. Also Jungs, ich weiss, dass es bei euch kein Problem ist, aber ich muss die Liste schicken, einfach damit ich es gemacht habe. Okay, und jetzt sind so eben Sachen drauf gestanden, wie du darfst nicht oben ohne spielen. Du darfst nicht Witz machen, wo Nazi-Sachen drin vorkommen. Mhm. Also hast du auch nicht dürfen Sachen fragen, wie was ist braun und stört beim Essen. Alright. Weißt du, was braun ist und beim Essen stört? Adolf Hitler. Das nicht dürfen machen. Okay. Sorry für den. Ja, das ist einfach das, ja. Da kann ich wieder reingehen. Schon gut. Ganz kurz, einfach schnell. Also haben wir noch. Ja, mal Pause? würde ich ja. sagen. Muss abpissen. Alright. Okay. Willkommen zurück bei Metal Suka Bleed. Ich bin der Bella und das ist der Donna. Hallo. So, jetzt im Thurgauer Deutsch raushauen. Und Thurgauer Deutsch. Nein, Oder ich kann St. Galler nicht Deutsch. Ich weiß nicht, ich kann das nicht. Okay, wir sind zurück von der Pipi-Pause und der Ricky hat das Gefühl, er muss Kappen anlegen. Wieso auch immer. Aber Ja, wo das sind wir ist gut. vorher gewesen, Boys? Ich würde sagen, wir kommen langsam zu der Gegenwart von Ja, voll. Wir Save sind, Last Breath. ja. Wir Ja, sind das so ist echt Historie, Wir sind Geschichte. jetzt vor Corona gewesen. Ja, wir sind überall überall. gewesen, Alter. Das ist ein Das guter letzte- Punkt. Die also große das Pause. Was ist die Das große letzte, Pause was wir passiert? besprochen haben, ist, glaube ich, irgendwie Denzlingen, Deutschland, Freiburg, eure Homebase. Stimmt. Ah, Ja, wir können gleich weitermachen. Weitermachen. Next. Im Hörbuch. Wir haben, glaube vor Corona, so 1,5, 2 Jahre vor Corona, ist der Rico gekommen. Oder wieder in die Band. Und dann haben wir so gedacht, okay, jetzt machen wir eine EP. Ist das so früh gewesen? Ja, irgendwie so. Ja, 18, 19 ist Ja, ja. irgendwie so. Hey, weißt du, aber wann bin ich dann dort für euch einspringen? Das ist vorher. Das ist gewesen. viel länger her. Das ist schon der Thierry war, Ja, das ist der Thierry auf Mexiko. Das ist auf jeden Fall ist es vor der Kuba-Tour oder ja. nachher? Wahrscheinlich schon, ja. Ich glaube vorher. Vorher, ja. Jedenfalls Ja, das war früh gewesen. Einfach, okay, ja. haben wir eine EP wollen machen, sind da schön ins Studio, alles aufgenommen, beim Luca von Ist das vorn. vor oder nach Shoutout. Torn of Aeon gewesen? Das war nachher. Nachher. Gewesen. Alter. Und dann ist so die grosse Pause gekommen. Wir so, ja, fuck. Jetzt haben wir schon eine grosse Pause gemacht, dann gehen wir loslegen wieder mit Release und allem. Und dann haben wir so gedacht, okay, schauen wir mal, releasen wir mal nichts. Und dann ist das irgendwie länger gegangen. Und dann haben wir irgendwann Metamorphose released. Mhm. Das ist recht gut gelaufen. Und dann irgendwann ein halbes Jahr später Transient. Mhm. Und dann ist es irgendwann länger gegangen. Wir haben nichts gemacht in der Band. Ja, voll. Also, wir haben da ja nicht aufgelöst. Nein, Nein, wir haben nein. das wir haben einfach... Weiß auch nicht. Also ihr seid in dem Fall auch eine von diesen Seltenheiten von der Bands gewesen. Weil, weißt du, Expello hat das gesagt. Ja. Mhm. Dass in der grossen Pause hast du 2 Arten Bands gehabt. Die sich aufgelöst haben und die brutal viel gemacht haben. Mhm. Wir sind die wieder dritte noch. Art gewesen. Genau. Ihr, Das dritte- ihr und Expello. Haben die mal mit Expello gespielt? Nein, Nein, nicht. Ich glaube es ich nicht. glaube nicht. Das Crazy. würde, glaube ich, aufgehen. Sie sind auch voll nicht auf meinem Radar gewesen bis jetzt. Oh, Bis zu cool. dem Podcast. Ah, damn. Ja. Also ich habe es schon davon. Weil ich finde sowieso, ihr solltet mal mit Cancel spielen. Auch wenn du, Dave, sagst, das passt von der Musik her nicht, ich sage, das passt.
Habe ich jetzt nie so gesagt. Aber, Also du hast nicht gesagt, es passt nicht. Du hast aber gesagt, ist vielleicht von der Musik her nicht genau das, was wir machen. fair. Und dann habe ich gesagt, ist doch gleich. Ja, Anyway, ich find- grosse Pause. Grosse Pause Ja. vorbei. Mhm. Ein paar Songs released. Mhm. Und dann haben wir irgendwann wieder das Gefühl gehabt, wir müssen jetzt loslegen. Mhm. Mhm. Dann haben wir jetzt irgendwie angefangen, wir haben das irgendwie nie so regelmäßig getroffen und so. Uns hat das jetzt mega geholfen, dass wir uns jeden Dienstag treffen. Es ist wirklich Voll. einfach so, Dienstag ist Bandtag, da Mhm. kommen Leute dazwischen. Ja. Also es gibt schon Ausnahmen, wenn irgendetwas passiert, aber generell eigentlich schon Dienstag. Ja. Und dann haben wir recht angefangen, Songs zu schreiben. Vor allem der Demi und ich sind recht viel zusammengesessen, Anfang letztes Jahr. Mhm. Boah, ist schon ein Jahr her. Mhm. Und dann haben wir halt recht viele Songs rausgeknallt und sind dann auch im Studio gewesen. Mhm. Und ja, das erste Ergebnis ist am Freitag rausgekommen. Ja. Stimmt. Ja. Ah ja, Blackbox, ja, letztes Mhm. Freitag, ja. Voll. Erzähl mal ein bisschen vom Song. Die haben das Musikvideo auch vor allem am Open Air Grenichen gefilmt, gell? Genau, ja. Yes. Wie war denn das dort gewesen? Können wir das auch noch so ein bisschen reinnehmen? Weil es gibt mega viele Leute, die das hören und keine Ahnung haben, wie es in einem Festival Backstage ist. Das ist erstaunlich simpel. Wie ein normaler Backstage, einfach ein bisschen grösser. Ja. Und das ist Ah. besseres Essen. Ja, und eine Bar. Ja, das ist Mhm. ja risky. Das ist schon noch nice. Ich kann mich erfahren. Es hat keiner geschossen von uns. Es hat keiner Mal, geschossen. ich bin Oh. hure voll gewesen. Du bist voll gewesen. Dave ist recht. Der Döme hat mir so viele Drinks gebracht. Ich bin den ganzen Aber Abend ihr am seid einfach Merch irgendwann gewesen. weg gewesen. Nein, ich bin den ganzen Abend am Merch gewesen und der Döme hat mir die ganze Zeit irgendwie Wodka Lemons oder so gebracht. Oder wie viel Merch haben die dabei gehabt? Halbe Wir 10 haben da oder? so viel verkauft. Ja, dort haben wir crazy Merch verkauft. Ich Geil. weiß nicht warum. Und ich glaube, mega viele Leute haben das gar nicht gekannt. Mhm. Ich glaube, die haben einfach etwas kaufen. Da muss Denen ich schon ist sagen, scheißegal ihr was. habt sehr gute Designs. Das muss ich schon sagen, weil ich habe auch 2 oder 3 Save Last Breath T-Shirts. Danke. Danke. Das Aber ist das, ja, da können wir noch improven. definitiv, ja. Aber was auch noch ein guter Tipp ist für junge Bands, ist natürlich Merch Mhm. mit coolen Designs. Es muss nicht mega viele verschiedene sein, aber vielleicht so Mhm. 1, 2, 3 Shirts oder so. Und ich Ja. meine, mit Merch kannst du natürlich auch recht Cash machen, Mhm. um das nachher wieder reinvestieren. Ja. So. Ja, das stimmt. Weil Gage ist meistens nicht so. Ja. Mhm. Nein, das meiste Also- Geld kommt durch Merch. Also wir haben am Siamese gegen unsere Gage eigentlich mit dem Merch verdoppelt. Mhm. Ja. Ja, ist gut gelaufen. Mhm. Mhm. Für das alle Siamese Merch haben wollen kaufen. Ja, aber gut, ihr habt auch einen super Slot gehabt. Ihr sind ja auch dort gerade am Anfang gewesen, oder am Schluss, wenn du rausgelaufen bist. Ja, voll, das Und stimmt. dann hast du Ja. alle besoffen. Niemand anders hätte wollen. Ja, es hat niemand wollen. Ja. Wir haben einfach Krass. der noch genau, weil er frei war. Krass. Und die haben einfach alle besoffen können abgreifen, die Ja, durchgelaufen sind. Weil Und- bei den anderen Merchständen, die sind ein bisschen weiter raus gewesen. Da hast du Ja, nicht so voll. direkt dran vorbei müssen. Bei uns Es ist haben auch wir noch ein einfach- bisschen kühler geworden am Abend und niemand hat einen Pulli dabei gehabt. Wir haben Pullis verkauft. Und Ja, das ist voll, schon ja. gut gewesen. Jetzt haben wir Ja. keine Pullis mehr. Das ist Ja, auch voll. gut. smart. Das Sehr ist geil. smart. Das ist so wie der Ähm, Sell me this pen. So, can you give me something to write on? So, verkauft. Sales-Taktik. Einfach Wetter am Tag vorher noch kurz anschauen. nein, zu Blackbox. Den Song haben wir recht lang geschrieben. Mhm. Haben wir den lang geschrieben? Ist mega viel mal neu geschrieben worden. Mhm. Ja, einfach immer wieder ein bisschen Änderungen gemacht und so, oder? Ja, voll. Was Aber war der Projektname? Gewesen? Carbon. Voll. Ah, cool. Wir haben mega dumme Projekte. Mhm. Also wir haben 3 Songs. Einer heisst Dezember, Januar und Februar haben wir glaube ich auch. April. April haben wir auch noch. Also einfach, Geil. weil wir dann das Projekt gestartet haben. Mhm. Der eine heisst New Song 50 und der ist irgendwie 6 Jahre alt oder so. Mhm. Also der Demi hat wirklich über 6 Jahre hat den Traum gemacht und jetzt haben wir ihn endlich aufgenommen. Mhm. Ist, Ja, voll. Das ist geil. Aber ich liebe das so Voll. bei euch, weil eure Projektnamen haben nichts, aber mal so gar nichts mit dem schlussendlichen Titel vom Song Nein. Das zu ist tun. wegen unserem Songwriting-Prozess. Ich meine, der Demi und ich schreiben einfach Musik zuerst. Vor allem der Demi schreibt dann die Musik zuerst bis jetzt. Und dann hocken wir irgendwie zusammen dran und dann hocken wir alle zu dritten dran. Amix. Mhm. Und also haben alle so ein bisschen unsere Finger drin. Und dann kommt der Rico mit irgendwie mit Lyrics und dann setzt der Demi und der Rico meistens einmal Mhm. die Vocals. Und dann passt okay. es darauf an. Und dann haben wir irgendwann so einen Namen. Und jetzt, gestern haben wir, glaube ich, die finalen Namen für die neuen Songs haben wir Mhm. Voll. bestimmt. Ist Und jetzt, ich muss mich jetzt wieder zum 3. Mal umgewöhnen, wie die Ja, alten voll, Songs ist heißen. Das ist ultra mega nervig. nervig. Ja, ja. Ja. ja, aber das macht Sinn, weil bei uns ist das so, bringe ich meistens die Idee für den Song und dann Mhm. auch den Text. Ja, klar. Darum ist wahrscheinlich dann, weil ich habe glaube noch nie einen Song umbenannt nach dem Demo-Titel. Mhm. Also, aber das macht natürlich Sinn bei Ja. euch.
Wenn das natürlich von 4 verschiedenen Dings kommt. Wie heisst es der, den ich euch die ganze Zeit seit dem Konzert in der Hafenkneipe frage? Der ist auf dem Album. Ja. Wie hat der geheißen? Was hat Breaking Point geheißen? Jetzt heisst er Overthrown. Ah. Ja. Und ganz früher hat immer Breaking Point geheißen. Ja, weiß ich nicht. habe eine Zeit lang einfach den Namen auf Japanisch gemacht und sie haben es nicht können unterscheiden und irgendwann habe ich einfach müssen nochmal ändern. Oder mit japanischen Zeichen? Nein. Ah, okay. Wir haben ganz früher mal einen Working Title gehabt, der hat was geheißen. Spielen wir was? Geil. Das war so verwirrend gewesen. Und am Anfang musst du so quasi in Klammern das Zettel tun, so wie der hat so geheißen. Ja, wenn das so etwas Gescheites überlegen. Ja. Mhm. Aber Schwierig, ja, aber- das ist jetzt auch nicht das Schlimmste auf der Welt. Gut, es Das gibt ist, wie nichts anderes zum Working Titles. Ja, machen. wir sollten vielleicht einfach einen Working Title haben, nachher den schlussendlichen Titel und dann Aha, wäre es wie nicht- easy, nicht aber nicht 4 irgendwie 4 oder so. Ja, das ist Ja, gut, das wäre natürlich. Mhm. Das hat der Luca im Studio auch sehr verwirrend gefunden, wenn wir vom einen Song geredet haben, der schaut die Liste an und er findet den Song nicht. Und wir sagen, warte, das ist jetzt anders. Das findet nicht nur der Luca verwirrend, das finden amigs Leute, die bei euch meinen, hey, kannst du bei diesem Song filmen? Und nachher schaust du auf die Z-Liste und du siehst den Song nicht und du denkst so, hey, ja, ich würde sehr gerne bei diesem Song filmen, Bros, aber Welcher welchen ist es? Aber erzähl doch mal, wie haben die eine langjährige Beziehung jetzt mit dem Luca? Oder? Ja, voll. Mhm. Ich glaube, das erste Mal im Studio sind wir für Bloodstained Faith, das war noch Mhm. 2017 gewesen. Mhm. Der ist so alt. Ja. Ja, ja. Right. Der ist doch nicht so alt. Doch, Ah. haben wir vor der England-Tour rausgegeben. Fucking Das Christ. ist 7 Jahre her. Ja. Mhm. Ja, voll. God damn it. Mhm. Ja. Das ist auch cool, der Luca und ich, wir dann einfach so treffen uns amigs für einen Drum Jam, dann hocken wir den ganzen Samstag zusammen im Keller und spielen Schlagzeug. Geil. Machen wir bald wieder. Freue mich Mhm. sehr drauf. Mhm. Ist immer gut. Jetzt gehen wir noch fein essen. Das ist dann auch gut für alle Leute, die Schlagzeug spielen. Und Es ist wie eine toll für jeden anderen. komplette Qual für alle Leute, die nicht mit Schlagzeug Mhm. anfangen. Oder nicht Schlagzeug spielen. Ja, voll. Oder Schlagzeuger sind und einfach nicht so drin sind. Also wir stellen wirklich 2 Drums gegenüber voneinander auf. Ey, und, filmen das nächste Mal. Ja, wir haben schon ein Video gemacht. Wir haben so einen Thornhill-Song gemacht. Mhm. Recht geil kam. Müsst ihr eigentlich mal posten. Oder so. Geil. Schon alt. Wir machen nächstes Mal. Machen wir Kannst du die gar mit ganze- Safer Last Breath und Foreign einen Eben, schwere gute, Share the Post machen. Ja. gute Promo. Nein, das habe ich jetzt auch langsam gecheckt. Jetzt Mhm. machen wir das mal. Gut. Sehr gut. Ja, dann sind wir bei ihm so im Studio und sind mega zufrieden gewesen mit Bloodstained Faith. Mhm. Dann sind wir für die EP, wo kein EP geworden ist, nur ein paar Singles, sind wir auch wieder im Studio. Mhm. Und jetzt das letzte Mal auch wieder. Also, Ja. es gibt nicht viel zu erzählen. Also, wir sind mega zufrieden. Mhm. Ist dann So, gut. es ist so angenehm, mit ihm zusammen zu arbeiten, weil Voll. er ist halt ein Bro, also ist ein guter Mhm. Kollege. Ja, Ja. Und das macht das Ganze einfach so gemütlich. schon wichtig. Wir nehmen jetzt mittlerweile Gitarre und Vocals selber auf, Mhm. weil da kannst du dir einfach Zeit lassen. Ja, ja. Haben so einen guten Preamp gekauft für die Vocals. Welcher? So einen roten. Der Und- Golden Project oder so. Okay. Keine Ahnung. Hm. Luca weil hat gesagt, ich wir sollen kaufen. Genau, weil ich sage, es Focusrite. Das ist kein Preamp, das ist ein Interface. Technisch gesehen hat er auch einen Preamp rein. Ja, fair. Alright. Scheiße. Genau, Nerds. und dann haben wir jetzt einfach alles so aufgenommen. Mhm. Ich habe Drums bei ihm im Studio aufgenommen. Mhm. Ja. Eine von den wenigen Bands, die noch Drums aufnimmt. Ich finde es einfach lustig, es macht mega Spaß. Ja. Ja, aber Und- sonst, wenn du gut bist. Ja. Wenn du gut bist, macht Spaß. Ich muss schon ein bisschen korrigieren, ich bin nicht perfekt. Aber Aber ich finde es auch cool, wenn nicht so das mechanische, programmierte im Song ist, wenn du wirklich merkst, dass jemand dahinter gesessen Mhm. ist. Und das, ich finde, das Cool. macht schon noch ein bisschen was aus. mhm. Aber es macht bei dir absolut keinen Unterschied, weil ich nenne dich ja amix den Drum Computer. Mhm. Ich finde nicht, aber Du bist ein Schlag. Doch. Ich weiß, Alter, auf der Tour ist der Adrian Deck gestanden, der Schlagzeuger von Pathwalker, beim ersten Gig und ihr habt angefangen zu spielen und nach 2 Minuten dreht er sich um und sagt so, ich will nicht. Ich will nicht nachher noch spielen. Ich habe keine Lust mehr. So, von dem her ist glaube ich schon ganz okay. Ja, ich glaube, Okay. kann ich auch mehrmals mit Leuten geredet, so tight. Der Sascha von Fearlab hat das Gefühl gehabt, am Bullhead Festival, Alter, der Drummer von denen ist ja ein Mhm. absolutes Viech. Ja. Das ist, es Und ist jetzt müssen wir aufhören, weil der Dave fängt an zu grinsen Ja. und Es ist oft- sein Ego ist ein bisschen zu hoch in den nächsten 2 Minuten. Wir gehen nachher noch bouldern. Ja. Wir Jetzt haben aber das Gefühl, er dazu, sagt Gott. es ist oft Diskussionspunkt bei Safe Last Breath Gigs, definitiv. ich bin mir das gewöhnt, weißt du. Ja. Okay. Okay. Ist gut, dafür bist du zwischenmenschlich einfach scheiße. Ja, voll. Lieb dich. Richtig auch. Ist geil.
Also in dem Fall ist der Luca auch so einer wie der Ricky, der sich seine eigenen Kunden abgibt. Ja. Gut. Mhm. Wo auch so quasi, wie vorher, wieso haben ihr denn nachher erst angefangen, selber Gitarren aufzunehmen, nicht vorher schon? Einfach weil ihr nicht gewusst habt, wie, weil ihr keinen Bock gehabt habt, oder einfach weil es... Gitarre haben wir immer schon selber Haben wir aufgenommen. es immer selber aufgenommen? Mhm. Stimmt, ja, doch. Mhm. Nur zum Teil sind wir für so Clean-Gitarren und so Special-Sachen Ja, sind wir noch im Studio, aber jetzt haben wir wirklich Aber alles Vocals selber. haben wir nie selber aufgenommen bis jetzt. Nein, das war jetzt das erste Mal. Mhm. Gewesen. Haben auch ein bisschen müssen experimentieren im Bandraum. Hat so sicher eine Session gebraucht, bis wir gewusst haben, was so funktioniert. Und weißt, am Anfang haben wir so gesagt, okay, wir nehmen es mit Klick auf und Musik und dann ist es irgendwie untight gewesen, dann haben wir nur Klick genommen und dann ist es irgendwie nicht mehr so, das Gefühl ist nicht mehr da gewesen, dann haben wir Klick leise gemacht und Musik da. Sänger und neues Tempogefühl. Ich schwöre. Ja, mal, er hat schon das Tempo-Gefühl, aber weißt du, es fällt so wie so ein bisschen, es hat den Flow. Mhm. Das ist schwierig zu sagen. Weißt du, wenn es voll auf dem Grid ist, dann ist es irgendwie nicht so geil. Ja. Und wenn es mehr mit der Musik ist, und die Musik ist auch nicht perfekt auf dem Grid. Mhm. Und dann, das macht halt schon ein bisschen etwas aus, Ja, voll. habe ich das Gefühl. Und dann haben wir auch so geschaut, nur Low ist eine Session, nur High ist eine Session. Haben wir herausgefunden, bei ihm funktioniert es, wenn er einfach alles Glied durcheinander macht. Nice. Hätte ich auch nicht gedacht, aber Ja, krass. voll. Einmal dann hast du so ein bisschen wie alles gebraucht. Bist nicht eins am Überstrapazieren. Ich bin kein Sänger. Könnte wahrscheinlich sein. Ja, wahrscheinlich. Mhm. Ja, ist recht cool gekommen, finde ich. Ja, keine Ahnung, ich habe jetzt auch noch nie so viele Vocals aufgenommen, aber wenn du die ganze Zeit immer das Gleiche machst, verkrampfst du dich fast wie ein bisschen. Mhm. Und dann, wenn du damals mal wieder kannst etwas anderes machen, ist es wahrscheinlich schon noch ein bisschen chilliger. Mhm. Ja. Ich habe noch... Chillig und Rico seine Vocals in einem Satz rein, macht eh keinen Sinn, aber Ja, voll. Ich glaube, die grosse Frage ist, gibt es Clean Vocals? Nein. Oh, schade. dann schaut ihr die Herren mal an. Dann. Ja. Wir haben mal gehabt. Ja, Der klar. Dice. Ja, mit dem Mike, oder? Nein, der Dice. Ja, spielt ihr den eigentlich wieder mal? Nein. Schade. Wir Mhm. überlegen es uns. Ja. Es ist... Das überlegen wir uns schon lange, ob wir den wieder mal so spielen. Wir Aber müssen wer ein hat bisschen viel überarbeiten. Cleans Ich finde, ihr solltet. Wir alle. Alle Cleans gemacht? Es ist so ein Chor am Schluss. Du musst mal den eins hören. Du hörst, Ja. du hörst den Döme raussingen. Den Döme Alright. hörst du raus, die anderen nicht so. Ich habe mir weißt du nicht getraut. Das ist mein Lieblingssong von Save Your Last Breath. Das ist Sagen im wir Fall so. der Lieblingssong von vielen. Mhm. Ja, vielleicht einfach nur, weil er ein bisschen zugänglicher ist für die meisten Leute wahrscheinlich. So, das könnte wahrscheinlich Das einfach kann an dem liegen. Ja. Mhm. Nicht, dass sicher andere nicht geil wären, aber... Wobei, ja, keine Ahnung. Live muss ich sagen, ist es aber dann wieder eine andere Nummer. Weil ich habe jedes Mal auf dieser Tour, wo ich letztes Jahr mitgegangen bin, auf Deutschland mit euch, auf diesen 5 Shows, ich weiss nicht mehr, bei welchem Song das war, aber es war ein Part gewesen. Und jedes Mal, wenn der Part kam, bin ich da gestanden und habe das Gefühl gehabt, fucking hell, Alter, das ist die beste Band, die ich je live gesehen habe. Jedes Mal den gleichen Part. Und es ist mir wirklich erst am Bullhead Festival aufgefallen, weil dort bin ich mit der Kamera weggelaufen, weil der Akku leer war davon. Und dann ist der Part gekommen und dann habe ich mich wieder umgedreht und ich so, God fucking Was, damn welcher it. Part jetzt? Ich weiß es nicht. Irgendeiner, was einfach anfängt, was einfach so richtig atmosphärisch mit Blastbeats und Rico-Geschrei Ah, reinkommt. Ratchet Side. Mega, so, keine Ahnung, ob es der ist. Es kann Ja. sein, aber Aber es könnte in jedem Song den gibt es sein. noch nicht. Es könnte literally in jedem Song sein. Ja. Weißt du, Ja. ich muss es halt dann sagen, wenn ich das Album gelesen habe, dann ist es ja wahrscheinlich drauf, oder? Ja. Aber wahrscheinlich würde ich es dann nicht hören, weil es nicht live ist. Es knallt im Fall recht, der Mhm. Luca jetzt. Ja, nein, richtig nicht wegen gute dem. Mehr Arbeit einfach, weil es halt live etwas anderes ist wie auf dem CD. Ja, fair. Also ich muss sagen, es ist mir gerade so im Sinn gekommen, aber ich weiss noch sehr, ich habe ein sehr, ich kann sagen, klares Bild noch von Save Your Last Breath, als ich mit 17 in der Kante einfach habe angefangen, Local Bands zu stalken, oder auf Facebook damals, oder? Und ich weiss noch, eben Save Your Last Breath ist schon damals einer von den ersten gewesen, wo ich geschaut habe, so oh, High Level, oder? So Ohne Scheiß. so Ohne 17, Scheiß. ja, ich bin bis 2012 oder so, 17 gewesen, der Kante. Weil ich weiss noch, damals bin ich noch, habe ich euch entdeckt und ich habe damals eben auch gleichzeitig noch Bloodshot Dawn entdeckt. Das ist eine coole Band. Aus der Schweiz? Nein, England. Ah. England. Ah. Okay. Aber ich weiss noch, Save Your Last Breath ist mir nicht schon geblieben. Und ich so wie, so ist ein Gitarrist, ich sehe nicht. Ich habe mich nicht traut zu schreiben im Fall. So, ja. Ah. Ich bin damals schon überlegen, zum Band zu suchen und so. Nein, Okay. nachher haben wir den Mahmoud im Facebook gefunden. Geil. Ja, das ist spannend. Es ist mir gerade vorher sehr, sehr, sehr klar im Kopf noch der Moment so Erinnerung gekommen. So der Reverse Déjà-vu. Geil. Voll geil.
Aber jetzt, jetzt kommt einfach das Album. Yes. Also, ja. Ja. Wir wissen noch nicht genau wie und wann, aber Mhm. wir müssen es gerade herausfinden. Ich kann das Datum leaken. Es gibt kein Datum. Ja, wir wissen es selber noch leaken. nicht. Sagen einfach 2. Oktober oder so. Wir sagen so, wir haben ein Mhm. paar Songs aufgenommen. wir tun jetzt ein paar Songs releasen. Also ich würde sagen, mach jetzt so Waterfall Release im Fall. Ja, das ist der Plan. Ja. Mega gut. Nein. Weil ich meine, es ist so schade, wenn du ein Album raushaust und du hast nur einen Song vom Release Ja, pushen lassen. Ja, Ja. Und die Songs, die ganz hinten sind im Album, werden am das wenigsten niemand- gehört. Ja, Logo. Ja, voll. Ja. Weißt du, wir haben jetzt so lange an dem Album geschrieben, weil Mhm. es ist wie so, die einen Songs sind wirklich alt. Mhm. Mhm. Und ich finde, sie hätten es nicht aufs Album geschafft, wenn man es nicht richtig geil fändet. Mhm. Und es wäre mega schade, wenn einfach die Mega. untergehen würden. Mhm. Voll. Mhm. Ja. Darum müssen wir jetzt die ganze Release-Sache am überdenken, Mhm. Sehr gut. wie wir es machen. Ist halt immer so eine Kostenfrage. Mhm. Ah ja, noch etwas an junge Bands. In einer Band sein ist mega teuer. Mhm. Sehr ein teures Hobby. Ja. Ja. Wenn wir es nicht richtig machen. Also, Junge Eltern kaufen euch ein Kind Instrument, weil wenn sie in Band spielen, haben sie kein Geld zum Drogen kaufen. Genau. Vielleicht wäre es irgendwann so gut, dass sie gratis Drogen bekommen, aber dann haben sie sich auch verdient, oder? Mhm. Ja. Ja, voll. Facts. Und dann ist es immer gut in der Band nachher, dass jeder so seine Hobbys haben, die Geld sparen für die Band, oder? So Production lernen, der eine lernt so Videografie, Fotografie, der andere so Social Media Marketing, oder? Voll. Genau. Das sparst du ja. Booking ist auch richtig wichtig. Stimmt. Das ist eben das Das Ding, unterschätzt viel. das ist das, was wir eben nicht haben. Ein Bandtechniker ist auch etwas, was ich sehr kann empfehlen Mhm. 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 Ja. Oder einfach jemand, der so ein bisschen technikaffin ist und das gerne macht. Mhm. Ja, das habe ich jetzt gemeint, das muss nicht jeder eine von einer Firma haben. Aha, ja, das ja. Ja, Gut, unser schafft bei einer Firma, wir zahlen dann Aber das ist nicht. unfair. eben genau. Ich frage dich weiss immer es. und du sagst mir nie was. Ja, ich habe keine Ahnung. Eben. Ja, absolut Ah, keine Ahnung. ich bin mit dem Falschen befreundet. Ja. Ja. Bist definitiv. Zu so Sachen geht definitiv, ja. Ich habe Aber- so keine Ahnung von unserem. Also mal, ich kann nicht. Was? Ja, für unseren Bandtechnik-Krams. Ich kann mein eigenes Gear kann ich. Mhm. Ein Timo sein Gear kann ich, weil ich dem Timo sein Gear Ja. gegeben habe. Sein Basseffekt ist meine eigentlich. Mhm. In-Ear verstehst du auch? Einigermaßen? In ihr verstehe ich genau mein Bodypack und meine Kopfhörer. Alles andere war. Mehr brauchst du eigentlich nicht. Ne? Ja, mehr brauche ich nicht, weil wir haben ja den Timo. Ja. Mhm. Und ja, vorher haben wir ja noch lustigerweise als Thema gehabt, Mike ist jetzt im Bachelorette. Das ist jetzt ein Bachelorette, Alter. Ja, Was könnt ihr? Jetzt kommen wir fucking die Dings. Ich hatte den Folgetitel, den Clickbait-Folgetitel. Ja. Wir müssen jetzt einfach Bachelorette-Hörer da reinholen, weil wir da 2 Dudes haben. 2, 3 Dudes haben, die aus dem Vor 10 Nähkästchen, Jahren. die können aus dem Nähkästchen plaudern über den Bachelorette-Kandidaten. Mike, Ja. was, haben wir Material, das ihr instant gar Und könnt die canceln? England-Tour allein ist Oh. genug Material. Oh. Aber nein, du kannst ihn nicht Ich hab's wirklich wieder canceln, gesehen. weil er ist ja nie, also er ist ja nicht, so wie ich ihn in Erinnerung habe, ist er ja nicht irgendwie mal sexistisch, rassistisch, Nein. Nein, Arschloch schon nicht, oder sonst schon irgendetwas gewesen. Nein. Nein. Also das Arschloch schon, ja. Ja, das hat man auch mehrmals Aber gesehen. besonders, wenn du mit ihm zusammen spielst. Ah ja, du weißt es, ja. Ja, du hast schon 2 Unterhosen kaputt gemacht, indem er einfach Wedges gemacht hat. Am gleichen Tag. Stimmt, da innen können 4 ja. Leute über. Ja. Und lustigerweise, das ist dort, wo wir mit Henry B noch gespielt haben. Wie hast du 2 Unterhosen dabei gehalten? Weil wir haben eben in Romandie gespielt mit Henry B. Mhm. Und ich habe ja eingepackt, um dort zu schlafen, oder? Und ich nehme immer extra mit, falls ich irgendwie kann ich es schifft und ich bin voll nass, was auch immer. Falls der Mike kommt und einen Veggie Oder zieht. der Mike und einen Wedge zieht, oder? Genau, deswegen bin ich parat gewesen. Zum Glück, Mann. Fucking Christ. Aber schon stabiles. Mhm. Schon ich hätte jetzt gerade schier etwas ausplaudern, das ich nicht darf. Ja. 5 minutes later. Du musst definitiv rausschneiden. Also, warte, machen wir mal. Also, ich fange nochmal an. Okay, Cut. Ja. So, ihr kennt ja den Mike schon ein bisschen seit länger. Ja. Wie habt ihr reagiert, als ihr vorgestern herausgefunden habt, dass er bei Bachelorette-Kandidat ist? Ich bin total überrascht gewesen. Ich habe das natürlich nicht gewusst. Es ist, ich bin aus allen Buchen geflogen. Ich hätte es mir schon können denken. Gut, aber das ist ja eine längere Geschichte. Das hat ja schon angefangen, wo ihr, also soweit ich es in Erinnerung habe, hat er sich ja mal angemeldet, als er noch bei euch Sänger war, oder? Das wüsste ich nicht. Ist das schon, oder ist er Ich- dort schon bei euch gewesen? Nein, ich glaube, also was er gesagt hat,
er hat sich mal, glaube ich, aus so Spass angemeldet und nachher jedes Jahr hat er einfach irgendwie die Anfrage bekommen, dass er mitmachen. Irgendwann, letztens hat er da in Instagram hat er, glaube ich, so eine Story gemacht, soll ich mitmachen? Alle Das so, habe ich auch ja. gesehen. Alle geboten, ja. Ich habe gemeint, dass ich weiss eben, dass er schon länger sich mal bei Bachelorette angemeldet hat. Ja, so ich glaube schon. 6, 7 Jahre her oder noch mehr. Das ist eine gute Frage. Ja. Ich habe gemeint, das war, als er noch bei euch war. Ich wüsste es nicht. Irgendwann hat er einfach einen Scheiß angemeldet und nachher haben sie ihn wählen und er hat aber Nein gesagt, weil er keine Zeit gehabt hat und weiss ich nicht was. Ja, irgendwie etwas klingelt schon, aber ich habe keine Ahnung. Ja. Ich meine, es tönt noch etwas, was der Mike wird machen. Es tut definitiv Darum noch überrascht es einfach auch nicht. Mal, ich bin so überrascht gewesen. Ich habe es nicht gewusst. Ja, ich habe es auch nicht gewusst, aber es hat mich nicht überrascht. Das stimmt. Überrascht hat es mich aber wirklich. Ja, das sicher nicht. Ja. Aber ich hoffe wirklich, sie haben nicht zu viel von seinem Blödsinn weggeschnitten. Ich hoffe, er darf Blödsinn machen, Alter. Er hat ich darf nicht sagen. Aber ich hoffe, sie haben wirklich seine Persönlichkeit gezeigt auf dem Screen. Also ich freue mich mega. Der Mike wird sowas von verklatscht nach Stell dir dem vor, Podcast. stell dir vor, sie tun einfach alles wegschneiden und er macht einfach nichts die ganze Zeit. Er ist nur so ein normaler Dude. Oh, das Das wäre aber auch langweilig. ins... Aber weißt du, was der grösste fucking Mindfuck wäre? Mhm. Wenn der Mike dort hingeht und einfach einen normalen Dude cosplayt. Ja, wirklich. Stell dir vor, das wäre insane, wenn der Mike dort hin wäre und einfach so normal würde, also so wie so ein 0815-Bürger ja, genau, würde tun. genau. Er würde schon aus der Masse rausstechen. Nein, also das Ding ist halt, das wäre wie nur für die Leute lustig, die ihn kennen. Ja. Ja, aber schon jetzt, bis im Introduction-Video, hat er schon ein Anime-Dings, Attack on Titan-Dings gemacht und so. Also ist schon in der Werbung für den Dings ist schon ein Blödsinn tun. Also ich bin gespannt. Übrigens, falls ihr auch nichts zu tun habt, nächsten Montag gibt es den Live Public Viewing von Ah, der ersten wirklich? Folge in der Langstrasse. Am Montag ist Bullertag, aber ja, ich glaube schon. Ist eben auch im Bullertag, aber gehen Wir haben es bis jetzt geschafft. Gehen wir sonst am Sonntag bullen, oder was meinst du? Hast du mich? Alright. Ich muss unbedingt wieder Gas gehen. Ja. Voll. Aber ich tue jetzt mal kurz eine Story machen, dass so viele Ja, Mann. Wurst wie möglich mitkommen. Tun wir einfach mal die Single Housewives mal unruhig machen, indem so viele Metalheads plötzlich in einem Venue Ja, sind zum Bachelorette So schauen. unruhig wirst du nicht machen. Uns lassen ja inner Core Kids, das heisst, es kommen einfach so Mhm. ein paar Depressive mit schlechten Frisuren. Ja, voll. Mit guten Frisuren, Entschuldigung. Gute Frisur, Ich ja. habe es verwechselt mit Fresh Was Metalheads. für Frisur? Stimmt, das sind alle alt, so keine mehr Haare. Ja, keine Haare mehr. Alle mit Glatzen. Es hat ja keiner mehr Moshpants an, keiner hat mit Tunnel in den Ohren. Weil das ist Programm nicht zurück, also vielleicht kommen die Moshpants wieder. Das stimmt. Mhm. Das stimmt. Mhm. Ja. Aber Aber Breakdown ja. of Sanity haben die mal mit denen gespielt. Nein. Das müssen wir dann auch machen. Ja, Du hast den Amp vom Gitarrist abgekauft, oder? Voll, ich habe seinen alten Amp. Geil. Molly sein. für Oder im 60 anderen. 05 Plus. Ja. Nice. Ja, voll. Ja, Nee, mal aber- seinen. Ja. Ja, darum tönt er so evil. Mhm. Hast du Macht nicht einfach müssen- Röhren kaputt, das Ding. Mhm. hast du nicht müssen in den Dings geholt, Bieren im Bandraum? Ja, ich kann auf Tour müssen. Ah, auf Tun, Mhm. okay, dann bist du nicht der, gewesen, wo wir waren. Nein, wahrscheinlich nicht, ja. Vielleicht das alte Band. Alright, ja geil, Alter. Aber ich bin auch nicht von den wenigen Bands, die immer noch mit Verstärker und Cap spielen. Ja. So schwer. Holding Ja, on to the Ja, past. also wir sind schon immer wieder am Überlegen, ob man Quad Cortex Mhm. oder Camper oder was auch immer. Aber Quad irgendwie, Cortex. ja, das Ding ist einfach so, wir sind voll nicht so die Gear-Dudes. Mhm. Und was auch noch etwas ist, ich meine, wir spielen jetzt so in relativ kleinen Venues. Mhm. Und ich finde, dann macht es schon noch ein bisschen etwas aus, wenn du von der Bühne noch ein bisschen Ja. Sound hast. So. Mhm. Und ich meine, der Amp ist einfach fucking insane. Also Mhm. wirklich, Ja, das schon. ist so geil. Ja, aber das Ding ist einfach mehr, dass wir aber einfach nicht mit dem würden klarkommen. Oder mit Mhm. dem Quad Cortex oder so. Keine Ahnung. Also, Aber der ist ziemlich simpel gemacht. Das Coole ist, falls ihr mal einen Bassist bekommt, einer kann gleichzeitig Gitarre und Bass dort drauflassen. ja, das stimmt. Das ist ja, sehr cool. Kannst du Ja, auf dem Quad Cortex ja 2 Gitarren gleichzeitig laufen Das lassen? weiß ich aber nicht. Ich glaube, also ich habe nicht davon gehört. Das würde ja keinen Sinn machen, wenn du eine passende Gitarre haben, aber nicht 2 Keine Ahnung. Gitarren. Keine Ahnung. So weit kenne ich mich aus mit dem Dings. Fragen wir mal den Janik. Aber, Ja. aber wie ich Neural DSP kenne, es klingt schon von out of the box einfach gut und ist ziemlich simpel. Okay. Ja. Ja, das ist so, ja, voll. Mal schauen. Ja. Also ich meine, wenn wir schon am Überlegen sind, ich überlege mir ja auch irgendwann vom Camper zum Quad Cortex wechseln. Einfach ist es so klein, so schön, so Ja, kompakt. ja. Ja. Voll. Und du kannst immer einen Power Amp dazu nehmen für Caps. Helix! Ja, voll. Ja, Helix ist schon cool, aber irgendwie
Quad Cortex. Ja, Quad Cortex ist jetzt halt einfach Hype und alle sind, oh mein Gott, das ist das Beste. Ah. Ja, ich habe das Gefühl, es kommt irgendwie so alle 3 Monate etwas Neues. Ja, das ist das bei diesen Hurenmodellern. Es kommt alle 3 Monate etwas Neues und Stimmt. nichts ist immer noch besser als Nur ein paar Scheiß. bleiben nachher. Und ich meine, der Camper ist auch jetzt, keine Ahnung, wie lange gibt es das schon? Über 10 Jahre. Mehr, viel mehr. Und es ist immer noch so ein Schweizer Sackmesser, oder? Also, Ja. Das stimmt. Ja. Ja, es gibt irgendwie so 3, wo jetzt mit dem Quad Cortex gibt es noch den, aber früher ist es ist eigentlich Helix und Camper. Und sonst hast du ja, aber nichts, wo... du hast auch den Headrush gehabt, wo niemand interessiert hat. Ja, aber der hat niemand interessiert. Das ist Ja, also ja. gehypt worden kurzzeitig und Ja, dann voll. wieder weg. Aber das Ding ist eben wirklich das, was du gesagt hast mit dem Amp, es bollet eben schon, weil die sind ja am Bullhead hat euch ja die Mischerins gesagt, könnt ihr eure Amps bitte abdrehen, weil ihr habt sie ja noch auf Deutschland eingestellt gehabt, anscheinend. Und haben nur mit der Gitarre, mit einem Gitarre-Amp selber schon 98 Dezibel im Raum gehabt. Aber am Tag vorher in Würzburg war auch abnormal laut. Fucking Der Michel hat fucking ihn laut gekannt. gewesen. Das war so oldschool, weißt du? Aber ja, das- Nicht wie die scheiß 100 dB-Dingsbums da. Ja, also das hat ganz sicher eben 140 dB auf der Bühne gehabt, mindestens. Aber das ist halt der Scheiß, oder? Wir sind wirklich gefühlt so die einzige Band, die noch wirklich Amps hat. Mhm. Und nachher müssen wir halt auch den ganzen Scheiß mitschleppen. Also weißt du, auch die Caps, also Boxen und Amps. Ja. Und das ist für mich teilweise halt schon, denke ich mir so, fuck, Alter, ich könnte auch so ein kleines Teil haben, weißt du. Ich bin schon mega oft froh gewesen, weil ich das Gefühl hatte, dass vorne raus, vor allem bei sehr kleinen Venues, Ja. wenn einfach alles über PA kommt. Vor allem, wenn sie ein shitty PA haben, weißt du. Ja, so. voll. Und dann hast du dann einfach so ein bisschen Gesang, so das Gitarrengemus und Drums. Und das Ja. ist dann wie so. Ja. Ja, das stimmt schon. Ja, das stimmt wirklich. Also bei diesen kleineren Locations ist es effektiv so, dass der Amp Eben halt so, einfach ja. bollet. So in der Jury oder so wäre es Dort wahrscheinlich ist nicht- scheißegal. Nein, weißt das du. ist nicht, absolut nicht drauf angekommen. Dort hast du nur noch von vorne gehört. Es hat trotzdem Bullet. Ja, logisch hat es bollet. Ich meine, es ist eine fette hure PA gehabt. Ja. Aber das Ding ist, bei euch kommt es ja eh nicht drauf an, weil ihr habt sowieso so viel Scheiß dabei, Alter. Da kommt es nicht drauf an, ob jetzt der Camper und der Amp auch noch muss schleppen. Meine Fresse, Junge. Ja. Das glaube ich einfach gar nicht. Die Siechen, die hatten so einen, was haben die, einen Opel-Bus. So einen Opel Vivaro. So ein Opel Ivaro, was 2 Reihen drin haben und nachher ist alles voll hinten dran mit Kisten. Ich weiss, die Bros haben einen gottverdammten H&M dabei und ein Interio und Amps. ein Musikproduktiv. Es ist wirklich insane, was ihr alles dabei habt. Es lohnt sich halt. Merch ist gut. Aber ich glaube, das machen wir im Fall einfach, weil wir einfach einen Van haben. Und nachher kannst du es halt einfach auch ausnutzen. Ich meine, hätten wir keinen Van und hätten nur so PWs oder so, würden wir wahrscheinlich schon auch ein bisschen schauen. Aber wir können einfach alles reinrühren, scheißegal. Scheißegal. Ich meine, Ja. am Schluss ist Musik wirklich nur das Marketing-Tool zum T-Shirt kaufen. Also jede Band ist ein kleines H&M Pop-up. Ja, es ist wirklich tragisch, wie wenig das Musikmachen ein Teil vom Musikmachen ist eigentlich. Ja. Voll. Ich meine, wenn du so überlegst, das denken zwar alle, sagen ja alle immer so, ja, Musiker, so, die haben nur einen guten Stundenlohn, oder? Sie können ja, weil sie stehen 1,5 Stunden auf der Bühne, wenn du eine grosse Bühne bist, grosse Band bist. Ja. Aber ich meine, ja, die 1,5 Stunden auf der Bühne sind halt wie so Das ist ein schöner Teil. ganz ein kleiner Ja. Teil davon. Ja. Ich meine, wenn du jetzt eben, du musst noch zuerst am Morgen früh in Basel aufstehen, zum Morgen essen, dann musst du in Subway gehen, dann musst Richtig. du ins Thermalbad. Thermalbad, ja. Nach dem Thermalbad musst du in die Location. Mhm. In der Das- Location musst du zu Nacht essen. Das war ein schöner Tag. Das ist ein sehr schöner Das Tag. ist ein guter Tag. Ja. Außer die Nacht nachher ist nicht so Nacht Ah, das ist ist auch okay. okay gewesen. Ist Das war okay. okay. gewesen. Ja. Weißt du noch, was? Wir haben Wir haben auf auch in der Venue auf dem Boden gepennt. Mhm. Ist kalt gewesen. Ja, das war verdammt kalt. gewesen. Ja. Der Demi und ich haben uns hure Mühe gegeben mit dem Backdrop aufhängen, dass so die Sonne nicht reinstrahlt. Ja. Dann am nächsten Morgen sind wir aufgestanden, haben gemerkt, dass es gar nicht gebracht hat. Wir sind noch 4 andere Fenster gehabt, die offen waren. Das Backdrop Sonne durchlässt. Ja. Das war geil gewesen. Aber das Thermalbad war schön gewesen. Dort haben wir, glaube Sehr nice. gewesen. sind wir dort dabei gewesen, wo der Alex und ich, das junge Pärli noch... Wir sind in dem Nebel, Ah, ja, in dem ja, Nebel, das habe ich es ist so gesehen. eine Nebelhalle gehabt. Das war Ja, fucking insane ja. gewesen. Dann sind wir rein und haben nichts mehr gesehen. Und dann mussten wir Stegen rauf. Aha. Ah ja. Früher so eine Stege gehabt, so eine richtig steile Wendeltreppe. Und du hast nichts gesehen dort rein. Nicht mal bis Ja. am Boden hast du gesehen. Mhm. Und dann sind der Alex und ich irgendwie runter und dann sind wir nochmal angeguckt auf das Bänkchen und dann haben wir gemerkt, dass rechts von uns 2 hocken und wir haben die ganz sicher bei irgendetwas verwünscht. Die haben wir ganz sicher bei irgendetwas gestört, weil die haben dann plötzlich so übergeschaut und so gemerkt, dass wir dort hocken und dann so abrupt ist die Ja. plötzlich nicht mehr auf ihm runtergeguckt. Nasty. Dort bin ich schnell wieder raus. Ich war sehr unwohl gewesen in diesem Raum. Das gar nicht geil gefunden. Ja, das ist so ein bisschen... Ja. Die sind auch alle so schön übergewichtig gewesen dort drin. Mhm. Und alt. Und alle, es hat einfach Oh ja. keine fitte Menschen gehabt dort drin.
Ja. Ausser der Dude, Alter, das war das Beste gewesen. Habt ihr den auch noch gesehen? Der Wasser-Yoga-Instruktor. Ja, den habe ich gesehen. Alter, das war so ein richtiger Tank gewesen. Der hat ausgesehen wie so ein Sänger von so einer deutschen Brawl-HC-Band. Mhm. Weißt du, so jacked, so Ich kann bunt. mir gerade vorstellen, was So Born from Pain-mäßig. Und dann ist er da gestanden, hat so das Wasser-Yoga angesagt. Und der Sänger von Valera und ich, der Alex, sind dort gehockt in so einem Whirlpool, haben dem zugeschaut und haben nur noch einen Schranz gelacht. Weil es hat einfach wirklich ausgesehen wie so ein Sänger von einer HC-Band, wo so das Publikum animiert, um jetzt zu moschen. Und irgendwann haben wir gesagt, jetzt fehlt noch so viel und er ist ein Two-Steppen. Mhm. Und dann hat er angefangen, auf der Stelle zu joggen. Geil. Da sind wir eskaliert, haben wir gerade 4 Omas geschlagen, Gerade den Pit aufgemacht. gerade Ellbogen verteilt. Das war Aber lustig. wie weit ist Freiburg von der Schweiz? Nicht weit. Ich glaube 2 Stunden. Ah, Also Zürich. von Basel ist es eine Stunde, oder? Ja, von Basel ist es Alright. eine Stunde. alright, cool. Ja, also So- voll easy. Ja. Nach Europapark. Ah, cool. Ja. Ja, wenn ihr eine geile Location hat zum Spielen, schreibt ihm Slow Club Freiburg. Mhm. Stimmt, dort haben wir auch gespielt. Das Die war sind, Freiburg. das ist wirklich geil gewesen. Das ist die Location, die ich erzählt habe mit den kleinen Fernsehs. Mm. Und im Zimmer. Mhm. Der so Wohnung drin hat. Ja, Yes. In Deutschland ist es eigentlich noch viel, dass so Venues haben eigentlich noch so oben so ein Dorm Das ist schon cool. mit so ein paar Betten. Mhm. Das ist schon recht geil. Mhm. Also das ist eigentlich das Geilste. Das hat so auch. Das ist recht cool. Ja, so Aber kann da das hat auch, recht viel gesagt, Platz ja, für ja. Bands. Mhm. Und Duschen. Das ist Und geil. duschen, ja. Ah, Duschen ist das Beste. Ja, Ja, ja. Wer 21 ist eine Dusche. Du musst es teilen mit der ganzen. die ist Mhm. nasty. Ja. Aber Ja. Dings, Champions of Kamigawa? Nein. Saviors of Kamigawa. Saviors. Yes. Ja, voll. Ja, genau. Das ist jetzt die letzte bis jetzt Ausgabe von unserer Konzertreihe. Mhm. Ich habe Letzte. gerade gefragt, auf dem Moritz in dem Arm Jesus steht. Ja, Jesus Ah, Peace. Jesus Peace, ja. Aha, Jesus Peace. Ja, das ist sogar eine Band, die ich kenne. So, HC, oder? Ja, so Metalcore, aber so recht so oldschoolig, Mhm. so Death Metal ist. Ja, so von Kalifornien, ne? Ich weiß gar nicht, ja, USA irgendwo. Ja. Jerusalem. Ja, aus Jerusalem. Fix. Jerusalem Straight Edge. Ich kann die mal im Garza-Podcast mal also eine Band habe ich nicht gekannt. Aber Okay, ja. cool. Okay. So. So, Ja, genug Nein. Jesus. eben genau. Genug Jesus. Ja, wir spielen ja im Dynamo mit dem Werteherr unter Mhm. anderem. Mhm. Und der Werteherr ist an der Bar zum Teil. Mhm. Ich habe herausgefunden, wir haben genug Barleute und da ist auch ein bisschen Content machen für uns. Jawohl. Bless you. Jawohl. Thank you very much. Das Hat Eversis den Abend Bar-Team. verbessert. Eben genau, Eversis kann leider nicht spielen, darum stehen wir an der Bar. Mhm. Darum haben wir die letzten 2 Jahre nicht Bar gemacht, weil Mhm. wir gespielt haben. Ja. Das haben wir ja schon öfters gemacht für euch. Das war immer wieder lustig gewesen. Das ist immer schön, ja. Das erste Mal, dass nicht gesoffen wird hinter der Bar von Eversis, das Mal wahrscheinlich. Mhm. Mal schauen, ob es auch funktioniert. Ja. Das Mal spielen der Lotrify, Mhm. Whiteout, Henriette B oder Henriette B. 100B. Ja. Ich habe kein Französisch. Und mir. Ich schon, aber nicht reden. Mhm. Hä? Haben wir jetzt eine Reihenfolge? Ja. Ja, sagen wir aber nicht. Okay, gut. Können wir Mhm. die erste Band schauen? Wir Eben, sind ja. von Anfang an dort. Scheiß auf Timetable. Ja, Wir aber kommen unterstützen vor alle der Bands. ersten Band, kommen an der Bar bei mir ein Bier holen. Mhm. Und das ist am 13.04. Und wenn ich mich nicht irre, sind bis jetzt alle ausverkauft gewesen. Ja, die Ja. letzten 2 sind ausverkauft gewesen. Krass. Also Mhm. im Vorverkauf Ja. kaufen da Tickets Mhm. über die Eventfrage. Aber- Unsere Story, unsere Bio. Wir machen sicher noch ein paar Stories Ja. nach dem. Bist nachher nicht einer von denen, der uns nachher schreibt, so, haben die noch Guestlist? Ja, Ja. es wird ausverkauft. Eben. Holt es früher. Können- Holt es früher. So wie Greenfield-Tickets, holt es einfach früher. Ja. Und kommt, das wird fucking sick. Yes. Mhm. Ja, es wird fix. Mhm. Es wird wieder voll, oder? Bin gespannt. Ja. Also ich hoffe es. Ich hoffe es, ja. wir müssen, Es wird auf jeden Fall lustig. Ja. Das sowieso. Es wird sicher lustig, Alter. Mhm. Bis, Coole jetzt Bands. bis jetzt sind die Shows immer absolut insane gewesen. Ja. Absolut insane. Übrigens, wie viel spielt Magic in Saber's Breath? 2. 2, ja. So, Du alright, spielst gut. auch nicht, oder? Nein. Nein, ich auch nicht. Ich muss mit denen anschauen, wie die jetzt spielen. 3 von Whiteout Magic. Und wir tun vielleicht noch kleine Matches bevor dem Konzert mal dort spielen. Ja. Dann 2 Dann Schiffe haben uns. sie sicher Freude, ja. Mhm, mhm. Ja. Wir wissen jetzt, Rico drüben, machen eine Draft-Session. Let's go. Der Michael und Dano sind parat. Immer Parat. die Nerds. Ja, wirklich. Ja, es wird sehr cool. Freut uns mal aufs neue Album von den werten Herren oder die Songs, die jetzt rauskommen. Und natürlich wie immer
bedanken wir uns bei unseren Patreons, der Dave. Warte, halt, ich habe noch einen, bevor du das jetzt Weißt du, wie lange ich abstellst. gewartet habe, dass du das sagst? Wenn du den neuen Song Black Box von Safer Last Breath noch nicht gelost hast, dann mach das jetzt. Jetzt. Weil jetzt kommt nur noch, der Ricky sagt dem Dave Danke und allen anderen Patreons, dann sagen wir Tschüss. Das heisst, ich habe dir jetzt schon gesagt, was passiert. Vielleicht passiert noch etwas anderes, das heisst, ich will das immer noch nicht abstellen. Aber gang nachher, go Black Box von Safer Last Breath hören. Streams nicht nur, kauf's auch auf Ja, iTunes. voll. Mir hat Freude, danke vielmals. Ja, Danke, genau. Silvan. Bitte gern geschehen. Wie der Werte Herr gesagt hat, wir haben den Patreon. Warum, fragst du vielleicht? Wenn du uns willst supporten und willst, dass wir uns Stickers können leisten können, dann gehen uns mal im Patreon metal.7 abchecken. Wir bedanken uns herzlich bei unseren Patreons, bei Dave. Thank you, Dave, du bist ein Schatz. Und bei Team von Polar-Shift, genau, Polar-Shift hören. Sehr, sehr coole Band. Und der Mystery Mensch, him, herself, LV. Ich weiß noch nicht, wer du bist, aber geile Sicher. Thanks for the support. Ja, stimmt. Und ja, wenn ihr Brudi, wenn ihr uns wollt supporten, einfach in Patreon go Dingsbums holen. Und ja. Oder folgt uns auf Spotify oder Instagram. Folgt Ja, auf Spotify ja. und Instagram oder wo auch immer. Folgt überall Safer Last Breath, außer im richtigen Leben. Genau. Oh, Oder ja. auch im richtigen Leben. Es gibt Grenzen. Ja. Folgt uns. Wir haben, glaube ich, wir brauchen noch 6 Followers in Spotify, um endlich 200 knacken. Also kommt, folgt. Das ist geil. Ja, macht das. Dann bekommt ihr eine Notification, wenn eine neue Folge rauskommt. Und macht es richtig bei den Bands. Könnt ihr folgen. Nachher bekommt ihr Bescheid, wenn eine neue Song rauskommt. Yes, macht das. Genau. Kauft auch ein Ticket für Saviors of Kamigawa. Ja. Am genau. 13.04. im Werk 21. Yes. Let's go. Bis dann. Tschüssi. Habe ich das kaputt gemacht? Ja.